Božji blagoslov. Lepo, da ste vsi prišli. Pred nekaj časa sem raziskoval po internetu, brskal. In opazil sem, da je vedno več videov, ki govorijo proti adventizmu. To samo po sebi ni nič novega, ampak vidi se, da je tega vedno več na internetu. Da različni misijonski projekti vedno več govorijo proti adventizmu. In so seveda različne točke, katere nagovarjajo. Pogledal si en oziroma dva videota od dveh bivših bratov in sester iz naše skupnosti. Ena sestra je bila zelo dolgo adventistka in je potem izstopila iz cerkve. Seveda sta navedla različne razloge. Nekateri izmed teh so bili zgodovinsko napačni. Lahko resnično rečem, da je šlo za laži. In ko je prišlo do točk verovanja, tudi ni bilo pravilno podano, kaj v bistvu kot adventisti verujemo. In potem sem tema dvema gospema pisal e-mail in se njima prijazno in jasno povedal, da tako, kako predstavljate adventizem, da faktualno, se pravi, ni bilo pravilno prikazano. Torej, če to veruješ, kar mi kot adventisti verujemo, je ena stvar. Ampak moramo biti vsaj toliko iskreni, da iskreno, pravilno prezentiramo. Torej, če jaz predstavljam, da recimo verovanje Jehovih prič ni biblično, potem se od mene upravičeno tudi pričakuje, da bom kot kristjan tudi pravilno prikazal, kaj verujejo. In da iz tega tudi izhajam in to primerjam z Biblijo. In da ne podam napačne, lažne slike. In potem že tako ali tako delujem z predsodki. Und ich sehe, dass diese Bewegung, wie auch falsche Informationen weitergegeben werden, immer mehr zunimmt. Vidim, da to gibanje, ki podaja lažne informacije o adventizmu, je tega vedno več. Die Antwort, die mir dann gegeben wurde von diesen beiden Damen, in odgovor, ki ste me ga te dve dame podale, je bil, sta mi rekli, da naj še enkrat bolje preberem knjigo Galačanov. Menili sta, da naj tako bolje preučim evangelij. Zanimivo pa je, ko sem leta 2010 prišel nazaj k veri, je bila prva knjiga, ki sem jo v Bibliji prebral, je bila ravno knjiga Galačanov. Zanimivo mi je bilo, da ste me usmerili na to knjigo. In v teh zadnjih dneh sem začel ponovno preučevati knjigo Galačanov. In bistvo, ki ga Pavel poudarja v tej knjigi, kjer ima opravka z Galačani, skupnost cerkev, ki so odpadli od prave poti evangelija in so se nazaj obrnili k evangeliju, ki je baziral na tradicijah stare zaveze. Zaveze. Kar se tiče obreze in tudi druge reči. In na koncu, da je pravičnost iz naših lastnih del. In Pavel se je bojeval s to skupnostjo, cerkvijo v Galaciji. Poskušal jih je nazaj potegniti
k razumevanju, da naj popolno svoje zaupanje dajo na Kristusa in njegovo rešitev, na novo zavezo, se popolno zanašati na Kristusovo pravičnost. Torej, Pavel zelo močno govori proti pravičnosti po delih. In hvala Bogu je reformacija ta fokus spremenila stran od lastnih del, v fokus, da naj zaupamo v Kristusovo pravičnost. In to je protestantizem nekoč pravilno razumel. Danes pa je v protestantskih cerkvah tako, da je evangelij, ki ga sicer pravilno začnejo, zastavijo, v resnici ni do konca pravilno razložen, razumljen, premišljen. Sicer trdijo, da verujejo sedaj na pravičnost po veri, ampak zdaj bom rekel eno močno izjavo. Verujem, da mnogo protestantov ne veruje v pravičnost po veri. Naj vam razložim. Kaj pomeni pravičnost? To pomeni v Božjih očeh živeti pravično življenje. Božje zapovedi zahtevajo pravičnost. In to je Jezus za nas živel. On je živel popolno življenje. Tako rekoč je zadostil zakonu. To, kar je bilo prekršeno, je poravnal. Z tega, ker mi tega ne moremo storiti. Bog nam to pravičnost ponuja. Ampak ne samo, da bi nam odpustil naše grehe, s tem se prične, ampak tudi to, da od sedaj naprej lahko živimo pravično življenje. In verujem, da mnogo protestantov ne veruje v ta koncept, z tega, ker v tem smislu ne verujejo v pravičnost. Ker se ne veruje, da lahko živiš pravično življenje. Morda malce, tukaj, tam, malo tam, ampak ne pa, da se resnično lahko z Bogom povezanom živi pravično življenje. Da zaradi ljubezni do Boga resnično lahko ostanemo zvesti. Da ne pademo več nazaj v greh. Ampak, če se spreobrnem, ko se spreobrnem, da mi Bog da Svetega Duha in od sedaj naprej sem lahko povezan z Bogom. In da bom osvobojen. In Bog si želi, da bomo v tej svobodi živeli. In da ne bomo več sužnji greha. Če pa to ni mogoče, in potem rečemo, da Bog prekriva naše priznane grehe, potem ne živim po veri. Ker če bi živel po veri, potem bi lahko živel pravično življenje. To je Kristusova pravičnost, ampak Efežanom piše, tam piše, da Jezusa prejmemo po veri. To pomeni, da izključno samo po veri lahko sprejmem Jezusa, da On živi v meni to pravično življenje. In Sveto pismo jasno piše, da vse, kar se ne zgodi po veri, je greh. Kar je logično. Ker sicer, če ne živim pravično po veri, če ne zaupam, da lahko resnično živim pravično, da lahko brez greha živim, in potem je to avtomatično, da imam nevero in to je greh. To ne pomeni, da nekdo izmed nas okoli skače
dass er rumläuft und sagt, dass ich ohne Sünde bin. In trdi, da je Wir können brez das nicht greha. einschätzen von uns Tega mi aus. sami ne moremo preceniti. Aber Jesus hat Maria Magdalena versprochen, Ampak Jezus je Mariji Magdaleni obljubil, in dem Moment, wo er ihr vergeben hat ko je odpustil und sie gerechtfertigt wurde, in je bila opravičena, das ist Vergebung, to je odpuščanje, das ist Rechtfertigung, opravičenje, dann hat er ihr versprochen, gehe und sündige fort nicht mehr. potem je obljubil, pojdi in ne greši več. Das war das Versprechen, was Jesus auch uns heute zuspricht, To je obljuba, ki jo tudi Jezus nam danes obljublja, weil er möchte, dass wir diese Freiheit in Christus erleben. ker si želi, da bi doživeli to svobodo v Kristusu. Das Ziel des Evangeliums ist nicht, Cilj evangelija ni Vergebung allein zu bekommen, dobiti samo odpuščanje, was wunderbar ist, kar je sicer čudovito, sondern dass wir aber auch ein gerechtes Leben leben von ampak da tudi živimo pravično življenje. durch den Glauben. Po veri. Es ist Christi Gerechtigkeit, nicht meine. To je Kristusova pravičnost, ne moja. Die soll sichtbar werden in meinem Leben. Ampak ta naj bi se razodela v mojem življenju. Das heißt, wenn ich an Jesus denke, der gekommen ist als Erlöser. Pomeni, ko razmišljamo o Jezusu, ki je prišel kot odrešitelj, Im Deutschen gibt es das Wort Erlösung. v nemškem obstaja beseda odrešitelj, Und wenn ihr an Erlösung denkt, odrešitev, in če razmišljate o to besedo odrešitev, wenn du etwas löst, če nekaj odrešiš, tukaj mišljeno odvozlaš v nemškem, potem nisi več zavezan, če se odvozla. Torej, če je moja vezalka odvezana, von meinem Schuh, recimo od čevlja, ja, genau, dann läuft es sich nicht so gut, oder? potem ne moreš dobro hoditi, če je odvezana vezalka, Aber kaj im ne? umgekehrten Sinne, wenn ich an etwas gefesselt bin, Obratno isto, če sem na nekaj zavezan ich bin gefesselt zum Beispiel ans Rauchen oder dass ich immer zornig werde, in sem zvezan recimo s tem, da kadim ali pa da se vedno razjezim, aber wenn Jesus das löst in mir, ampak če Jezus to razvozla, dann bin ich wirklich frei, oder? potem sem resnično lahko Das ist doch svoboden, kaj ne? das Ziel und Sinn, ganz In to je einfach tudi gesprochen, cilj vom Evangelium. in smisel evangelija. Heel eenvoudig gezegd van het evangelie. Und wenn du gelöst bist, bist du nicht mehr dran gebunden. In če si odvezan, potem nisi več vezan na to. Also da findet eine klare Trennung zur Sünde statt. Torej tukaj se kaže jasna razdelitev Und Gott do möchte, greha. dass das komplett in unserem Leben geschieht. In Bog si želi, da se to zgodi v našem življenju popolnoma. Geht mit mir mal in den Galaterbrief. Poglejmo si pismo Galačanom, brief van de Galaten. Und wir lesen dort in Galater Kapitel 5, En we Galačanom lezen 5, daar in Galaten hoofdstuk 5. Vers 11. 11. vrstica. Galater Kapitel 5, Vers Galačanom 11. 5, 11. 5, vers 11. Paulus sagt, Pavel pravi, ich aber, liebe Brüder, Maar ik, ali broeders, bratje, wenn ich die Beschneidung noch predige, če jaz obrezo še oznanjam, also jetzt den alten Bund, torej staro zavezo, wo du auf deine eigenen Werke dich verlässt kjer se zanašaš na svoje lastna dela und nicht auf Christi Gerechtigkeit. in ne na Kristusovo pravičnost, Und dann stellt er die Frage, in potem postavi warum vprašanje, leide ich dann Verfolgung? zakaj me še preganjajo? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Saj je potem odpravljeno pohujšanje križa. Frage an euch. Vprašanje za vas. Ist Paulus verfolgt worden in seinem Ali je Leben? Pavel bil preganjan v njegovem Sehr življenju? offensichtlich, oder? Zelo očitno, kaj ne? Wenn wir im Korintherbrief zum Beispiel lesen, da zählt er auf, was alles mit ihm passiert ist, dass er gesteinigt wurde und so weiter. Če beremo Korinčane, potem preberemo, da so ga kamnali in Juden podobno. waren ständig hinter ihm her. Judje so ga neprestano preganjali. Warum war das so? Zakaj je bilo temu tako? Warum ist ihm das passiert? Zakaj se mu je to zgodilo? Hat er Häresie gepredigt? Je učil herezijo, Hat er Häresie gepredigt? Häresie? Heresy? lažni nauk je učil, ja ali ne? Dus ketterij gepreekt. Geht mit mir mal in 1. Korinther Kapitel 2 Poglejmo si 1. Korinčanom 2, und dort lesen wir Vers 2. druga vrstica. Da sagt er, denn ich habe mir vorgenommen, Odločil sem se namreč, nicht zu kennen als den unter uns, da ne bom vedel kaj drugega te weten als med Jesus vami, Christus und ihn gekreuzigt. dan razen Jezus Jezusa en Kristusa gekruisigd. in tega na Also križu er hat Jesus in den razpetega. Mittelpunkt gestellt. Dus hij stelde Torej Jezus Jezusa je postavil Natürlich war v das für Juden ein središče. Ärgernis, weil sie nicht glaubten, dass Jesus der Messias Seveda je bil ist. to problem za Jude, ker niso verovali, da je Jezus bil Mesija, Weil sie falsche Vorstellungen hatten, wie der Messias sein soll. ker so imeli napačne predstave, kakšen naj bi bil Mesijas, odrešitelj. Aber nicht alleine das. Maar niet alleen Ampak dat. ne samo to.
Es war auch, Bilo je tudi, dass dadurch, dass Christus gepredigt wurde und das Kreuz gepredigt wurde, da zaradi tega, ker je Kristus bil pridigan in je bil oznanjen tudi križ, hineinkam, die nun anders war, als die Juden das gewohnt waren. je prišlo noter sporočilo, ki je bilo drugačno, kot so ga bili Judje navajeni. Und es ist interessant, dass nichts anderes wird einen Effekt haben, Zanimivo pa je, da nič drugega ne bo imelo efekt, als dass wenn wir für uns persönlich das Kreuz immer frisch vor Augen haben. kot to, da če imamo mi sami zase vedno pred očmi ta Wisst križ. ihr, wenn ein Sünder Torej, ko nek grešnik die Liebe des Vaters darin sieht, vidi očetovo ljubezen v tem, da in dem Opfer von Jesu Christi, recimo v Jezusovi sich dann daritvi diesem göttlichen Einfluss hingibt, in se preda temu božanskemu vplivu, dann wird das Herz verändert. potem se srce spremeni Und dann ist Christus im Mittelpunkt. in potem je Kristus v središču. Da ist nichts anderes mehr wichtig. Nič drugega ni več pomembno. Gestern hat mir noch jemand geschrieben, Včeraj mi je še nekdo dass pisal, es ihm sehr schwer fällt, weil seine Freunde in der Welt immer sich lustig machen über ihren Glauben. da mu je še vedno zelo težko, ker se njegovi prijatelji iz sveta delajo norca iz njegove vere, Den Glauben auszuleben. Ja. ker živi to vero. Die Person findet das sehr schwierig, ihren Torej, tej Glauben osebi auszuleben, je težko živeti svojo vero, weil sie immer von ihren Freunden verspottet wird. Deshalb. ker se vedno prijatelji delajo Ich habe norca dann iz njega. gesagt, ich kann das gut verstehen. In potem sem rekel, ja, lahko Mir ist das am razumem Anfang to. auch nicht einfach Tudi gefallen. meni ni bilo na začetku lahko, Aber Christus wurde mir einfach das Wichtigste. ampak Kristus mi je postal bolj pomemben. Er wurde mein bester Freund. On je postal moj najboljši Er wurde mein prijatelj. Zentrum meines Lebens. On je postal center Und er mojega ist treu življenja. und gerecht und ihm will ich folgen. In on je zvest in pravičen in njemu želim slediti. Und alles andere ist zweitrangig. In vse ostalo je Und das ist drugopomensko. das, was Paulus gemacht hat. In to je storil tudi Pavel. Er hat Christus erhöht als Messias, Kristus se je povečal kot als den odrešitelja, Erlöser der Welt. odrešitelja sveta Und er war gleichzeitig aufgezeigt, in hkrati je tudi opozoril, pokazal mit diesem Blick aufs Kreuz, s tem pogledom na križ, dass dieses alte Konzept, was die Juden im Kopf hatten, da je ta stari koncept, ki so ga Judi imeli v glavi, wo die Galater jetzt in Gefahr waren, wieder hin zurückzugehen, kjer so Galečani bili v nevarnosti, da se bojo vrnili nazaj, dass es das Gegenteil predigt zu dem, was sie eben gewohnt waren. da je pridigal nasprotje od tega, kar so bili sicer vajeni. Nämlich sich verlassen auf die eigenen Werke, Torej, da se zanašajo na svoje dela, auf die eigene Stärke, na lastno moč, auf Traditionen, tradicija, letztendlich auf den alten Bund. na konec koncu na staro zavezo. Und deshalb müssen wir die Frage noch genauer stellen, Zato si moramo vprašanje še bolj natančno postaviti. was ist denn das Ärgernis oder der Anstoß des Kreuzes? Kaj torej je to pohujšanje križa? Um eine Antwort darauf zu geben, Da bi odgovorili na to vprašanje, möchte ich euch noch eine zweite Frage stellen. bi vam postavil še drugo vprašanje. Was ist der größte Kampf, den wir zu kämpfen haben? Kaj je največji boj, ki ga moramo mi Ich bojevati? denke, wir kennen die Antwort, oder? Mislim, da poznamo odgovor, kaj Wenn wir ne? uns gut kennen, wissen wir, dass wir den größten Kampf mit uns selber kämpfen. Če se dobro poznamo, potem vemo, da se največji boj bojuje z nami samimi. So auch, dass wenn manchmal von außen Schwierigkeiten kommen, Res je, včasih pridejo težave od auch zunaj, wenn manchmal Schwierigkeiten von außen Ook kommen. als er van buitenaf moeilijkheden komen. Wenn wir als Christen verstehen, Ampak mi kot kristjani razumemo, begrijpen, dass wenn wir, sagen wir mal wie früher im Sinnbild, im Heiligtum, da ko smo mi, tako kot nekoč v sliki od svetišča, wir gesündigt haben und wir kommen mit Reue an diesen Brandopferaltar in smo grešili in pridemo s pokorjenjem do tega žrtvenega oltarja und wir mit eigenen Händen die Kehle dieses unschuldigen Lammes aufschneiden mussten, in z lastnimi rokami smo morali prerezati vrat te nedolžnega jagneta, dann wissen wir, dass das natürlich ein Sinnbild auf Christus hin ist, der eben dieses Opfer für sich oder die Sünde auf sich geladen hat. potem vemo, da je to prispodoba na Kristusa, ki je ta greh nesel za nas. Und dass za vse. Christus bereit war zu sterben. In da je Kristus bil pripravljen umreti. Aber zur gleichen Zeit bedeutet es auch, Ampak hkrati to pomeni dass tudi, wir eingeladen sind, selbst zu sterben. da smo povabljeni tudi mi, da sami umremo. Und das ist konträr, komplett konträr In to je popolnoma nasprotno zu der Botschaft des alten Bundes s poročilom stare zaveze. oder gegen das, was Paulus eben hier am Kämpfen war in der Gemeinde in Galatien. Ali pa s tem, s čimer se je Pavel bojeval pri Galačanih,
hier in Galaten. Weil sich an Regeln halten, torej držati se nekih pravil, ich sage jetzt mal an eigene Regeln halten, lastnih pravil, Eigene Regels houden. an falsche Traditionen, lažne tradicije, doch gute, aber an falsche Traditionen, sicer dobre, ampak lažne Hij tradicije, bedoelt hier verkeerde tradities. auf die eigene Stärke zu vertrauen, se zanašati na lastno Op moč, krachten vertrouwen. auf das eigene Gutsein, Op het, na dat ze lastno zelf dobro, goed da smo mi zijn. dobri. oder jetzt in diesem Fall, dass sie sich auf die Beschneidung verlassen haben. Ali pa v Of in tem dit primeru, geval, da so zoals se ze zanašali hebben, na obreza. verlaten op de besnijdenis. Alles das gleiche Konzept. Dat Potem is je to allemaal isti hetzelfde koncept. Ist wesentlich einfacher, Het is echt Jasno veel lažje eenvoudiger je, als dem Ich zu sterben. kot pa umreti dan samemu dat sebi, ik, jazu. dan als ik zelf moet sterven. Nun, das Zeichen der Beschneidung, dass Fleisch abgeschnitten wurde, En het, Znamenje obreze, teken torej van obreza besnijding, mesa, dat het vlees werd afgesneden, war ein Zeichen dafür, dass Sünde weggetan werden soll. je bil was een znamenje, teken da se je greh daarvan odrezal dat de stran. zonde moest worden weggedaan. Nun, ich habe nie eine Beschneidung erlebt, Jaz sicer še nisem doživel obreze, aber so schwierig das vielleicht erscheint für jemanden, der sowas zu machen, vor allen Dingen, wenn er älter ist schon. En hoe moeilijk morda het se ook komu lijkt zdi to voor težko iemand om še dat te doen, vooral als je ouder bent. doživeč, se pravi, če smo že Aber das ist starejši. dennoch einfacher, wie Zorn abzusterben, Ampak vseeno je to lažje, kot pa da naša jeza v nas umre, Zorn preneha. af te sterven. ja, Zorn. Om de boosheid niet te laten, om de boosheid kwijt te raken. Letztendlich sich zu demütigen Na konc koncu v bistvu to, da se ponižamo deemoedig te worden vor Gott. pred voor Bogom. God. Wenn zum Beispiel deine Frau oder dein Ehepartner dich auf einen Fehler hinweist, Naprimer, ko te tvoja žena ali partner ti pokaže na du eno merkst, dass du innerlich napako irritiert wirst, En je in merkt prepoznaš, dat da je te to van binnen geïrriteerd iritira, raakt, sich dann jezi, aber unter Gott zu stellen dan moet je in da dus se eigenlijk potem postaviš jezelf pod onder Boga, God stellen, und aus dem Glauben die Gerechtigkeit in Anspruch zu nehmen in dem Moment, om da bi uit takrat geloof de po veri gerechtigheid op sprejel dat moment, pravičnost od Boga daar aanspraak op maken. und Kot dar. freundlich zurück zu reagieren, in da bi dan se vervolgens odzovel prijazno. vriendelijk terug te reageren. obwohl du angegriffen wirst, sagen wir mal Čeprav so, si napaden, Hoewel je tako rekoč, aangevallen wordt, om het zo te zeggen. ist schwieriger, to je Dat is težje, moeilijker. weil du dich demütigen musst. ker se Omdat moraš je ponižati. jezelf moet deemoedigen, humble. Du musst dem Stolz absterben. Dus dat je je trots Ponos mora umreti v moet tebi. afsterven aan je trots. Aber es ist befreiend. Maar dat Ampak is to bevrijdend. osvobaja. Und das ist die Botschaft In des to je Evangeliums. Dat is de sporočilo boodschap Evangelija. van het evangelie. Sich äußerlich zu beschneiden, Om zich uiterlijk te besnijden. Zunanja oder welche obreza Tradition zu pa, folgen, Of slediti een of andere traditie tradiciji, te volgen. oder sich sogar zu verlassen, dass Gott mich in der Sünde immer noch rettet, Of ali te- pa se bijvoorbeeld zanašati te na to, da me bo denken Bog dat, rešil v vertrouwen dat grehih, God me nog steeds in de zonde redt. was heute viele Protestanten noch glauben. kar večina Vandaag veel protestantov danes protestanten nog veruje, geloven. Und dann zur gleichen Zeit sagen, ja, sie glauben aber an die Gerechtigkeit aus dem Glauben. in hkrati En trdijo, da tegelijkertijd verujejo zeggen dat ze v geloven uit de upravičenje, vrijheid pravičnost po geloof. veri. Ist wesentlich einfacher, Dat To je is veliko lažje, veel eenvoudiger. als dem Ich zu sterben kot pa umreti v jazu Sterven van het eigen ik. und den Charakter Christi anzunehmen. in En het sprejeti karakter van Jezusov Christus značaj. aan te nemen. Aber dieses Glaubensverständnis ist sehr prominent. Ampak to razumevanje je zelo popularno, vse Is heel posod. prominent aanwezig. Nun, Christus hat diese Schande aber auf sich genommen. Maar Kristus heeft pa deze je schande to op zich sramota genomen. vzel Im nase. Philipperbrief, Paulus schreibt das so schön im 2. Kapitel ab Vers 6. Ker je Pavel lepo opisal v pismu Filipijanom, drugo poglavje, 8. vrstica. Wir können vielleicht mal gerade Vers 8 lesen. Torej, 8. vrstica. Ook vers 8 lezen. In Philipper Kapitel 2, Dus in Filipjanom Filippenzen 2. hoofdstuk 2. wo er sagt, dass Kjer pravi, Jesus Waar hij zegt dat Jezus pravi. sich selbst da je erniedrigte Jezus sebe zichzelf, ponižal eigenlijk heeft vernederd. und gehorsam in war bil bis zum pokoren Tode. En do gehoorzaam smrti. is geworden tot de dood. Ja, zum Tode am Kreuz. Ja, Smrti tot pa het na kruis križu. Und deshalb hat Gott ihn erhöht. En daarom heeft Zato God ga je hem tudi ook Bog visoko verhoogd. Und hat ihm povišal den Namen gegeben, der über alle Namen ist. in mu hem, podelil ime, ki je naam nad vsako geschonken ime. boven alle naam. Und deshalb wird Jesus Christus, alle Knie werden sich beugen. Daarom Das, Zato was er getan hat. Zato se bodo vsa kolena upognila, zato kar je on Wat storil. hij gedaan heeft. Und das ist das, was Paulus getan hat in seinen Predigten. En In dat to je wat Pavel is tudi wat storil v Paulus svojih gedaan heeft in predigah. zijn predik. Er hat Christus so erhöht, Hij heeft Kristus se je zo tako verhoogd povišal, dass die Menschen sich als Sünder erkannt haben. da so dat se de ljudje mensen zich prepoznali als kot zondaars, grešnika, hebben, kot grešniki. erkend. Auch die Pharisäer haben sich als Sünder erkannt. Ook de Tudi farizeji so se erkend dat ze prepoznali kot zondaars waren. grešniki. Vielleicht nicht alle, aber ich denke schon, dass einige das erkannt haben. Morda ne vsi, ampak sem prepričan, da kar nekaj se jih je prepoznalo.
Aber genau in diesem Moment Ampak ravno v tem kommt der trenutku sozusagen der crucial point, der entscheidende Punkt. je prišla ključna točka. Das gleiche wie wenn dein Ehepartner dich zum Beispiel auf einen Fehler hinweist. Isto kot če te recimo partner opozori na neko napako. Bin ich jetzt bereit zu sterben oder nicht? Si sedaj pripravljen umreti ali ne? Die Entscheidung haben wir alle zu treffen. To odločitev se odloča Und das ist vsak der izmed Unterschied. nas. Er hat Christus erhöht. In to je razlika. On je Kristusa povišal. Dadurch haben die Menschen seinen Charakter gesehen, wie er ist, und haben sich selber als Sünder erkannt. S tem so ljudje prepoznali njegov značaj in sebe prepoznali kot grešnika. Aber zur gleichen Zeit die Lösung angeboten, In hkrati je bila ponujena rešitev, dass uns Vergebung, Rechtfertigung angeboten wird, da nam je ponujeno odpuščanje in aber opravičenje auch die Heiligung angeboten wird. in hkrati tudi Von posvečenje, nun an als neuer Mensch da sedaj naprej lahko živimo in der kot nov Kraft des človek, Heiligen Geistes v moči Svetega Duha. das gerechtfertigte Leben leben. Živimo pravično Das življenje. war vielen ein Anstoß. In to je bilo mnogim v Und das pohujšanje. ist auch heute noch vielen ein Anstoß. In tudi danes je mnogim to v pohujšanje. Und so greifen Protestanten heute zwar nicht mehr auf ihre eigenen Werke zurück, Tako danes protestanti ne gledajo več nazaj na svoje dela, aber wirklich gerecht zu leben, ampak da bi resnično pravično živeli, tega ne verujejo več. aber es ist der größte Kampf, den wir zu kämpfen haben. Ampak to je največji boj, ki ga lahko bojemo, proti lastnemu jazu. Und ohne das kann es keine Erlösung geben. Ampak brez tega ne more biti Gehen wir mal in odrešitve. Matthäus Kapitel 5, bitte, Poglejmo si Matej 5. in die Bergpredigt. Misli zgore blagrov. Weil dieses Evangelium anzunehmen, Da bi sprejeli ta evangelij, hat Folgen. ima Wir posledice. erinnern uns daran, Saj se spominjamo na to, da dass Paulus gesagt hat, je Pavel rekel in Galater 5, Vers v 11, Galačanih 15, dass wenn ich die Beschneidung immer noch predigen würde, da če bi še vedno pridigal obrezo, er stellt dann die Frage, warum werde ich denn dann noch verfolgt? in potem je vprašal, zakaj me potem še... Also wenn ich immer noch Preganjajo. dieses falsche Evangelium predigen Torej, če würde, bi še vedno pridigal ta lažni evangelij, gäbe es ja keine Verfolgung, oder? potem ne bi bilo preganjanja, Weil kaj ne? Satan hat kein Problem damit. Ker Satan nima problema s tem. Aber wenn du Christus erhöhst als Ampak če Lösung, Kristusa povzdigneš kot rešitev, dass Menschen sich als Sünder erkennen, aber auch die Lösung sehen, da se ljudje prepoznajo kot grešniki in hkrati vidijo tudi rešitev, und sich Menschen komplett auf die Gerechtigkeit Jesu verlassen, in se ljudje popolnoma zanašajo na Kristusovo nicht pravičnost, damit einfach meine Sünden abgedeckt werden, ne samo to, da nam prekrije naše grehe, sondern damit ich ein gerechtes Leben leben kann. ampak to, da nas usposobi, da lahko živimo pravično življenje. Der Teufel hasst das. Hudič to Er sovraži weiß, wenn das gepredigt wird, in ve, da ko se bo to pridigalo, dann kommt Verfolgung. potem pride preganjanje. In Matthäus Kapitel 5, V Matejevem poglavju, Matejevi petem in den poglavju, Seligpreisungen, tam, ker so blagri, piše, Vers 10. 10. vrstica piše, Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. blagor preganjanim zaradi pravičnosti, ker njih je nebeško kraljestvo. Selig seid ihr, Blagor vam, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. kadar vas zaradi mene sramote. Und das ist ein ganz wichtiger In Punkt, to je zelo pomembna točka, weil wir hier wieder bei der Gerechtigkeit Jesu sind, ker smo tukaj spet pri Kristusovi pravičnosti, wie wir sie biblisch in der Fülle predigen sollten. ki jo bi mogli biblično v polnini mi Dass pridigati. Jesus nicht nur komplett alles vergeben kann, Ker ne samo to, da nam Jezus lahko vse popolnoma odpusti, ne samo to, sondern dass er dir auch vollkommen helfen kann, Ampak von da nun nam- an gerecht zu leben. ampak da nam lahko od sedaj naprej tudi da, da lahko živimo popolno in pravično življenje. Und Menschen sagen, nein, das ist nicht möglich. In ljudje pravijo, ne, to ni mogoče. Und deshalb verlassen sie sich dann auf ein anderes Evangelium. Zato se potem zanašajo na drugačen evangelij. Sie verlassen sich wenn wieder auf ihre eigenen Werke. Zanašajo se ponovno na svoje lastna dela. Oder ich habe mich ja bis hierhin angestrengt und den Rest deckt Gott ab. Ali pa do tukaj sem se potrudil in vse ostalo bo Bog pokril. Das übrigens, Med drugim wenn to, man es richtig durchdenkt, če v bistvu dobro razmislimo o auch teh rečeh, Gerechtigkeit aus Werken ist. je v bistvu spet opravičeni z Weil du lastnimi dich wieder deli, auf deine eigenen Werke verlässt. ker se ponovno zanašamo na lastna dela. Um meinetwillen schmähen, Dus dat is Zaradi mene sramote smaad, dat is vers 11. und verfolgen,
in preganjajo und reden allerlei Übels gegen euch, in vse hudo zoper vas govori, wenn sie damit lügen. pa lažejo. Dus als ze daarmee liegen. Und viele Protestanten lügen heute, In mnogo protestantov danes laže, Liegen vandaag. weil sie sagen, es ist nicht möglich, so zu leben. ker pravijo, da ni mogoče tako živeti. Niet mogelijk Sie om zo sagen, te das leven. ist Hochmut, wenn du so denkst. En Pravijo, ze da je zeggen, ošabnost, het is napuh, če hoogmoed als je tako zo denkt. razmišljaš. Aber ich möchte euch sagen persönlich, En ik moet Naj vam je pa osebno zeggen, povem. heel persoonlijk, ich glaube diese Botschaft, ik Jaz to geloof deze sporočilo boodschap. aber nicht, verujem. weil ich mich auf mich verlasse, sondern eben auf Christus verlasse. Maar Ampak niet ne omdat zaradi tega, ik ker se mezelf zanašam na verlaat, sebe, maar ampak omdat na ik mij, Kristusa. verlaat op Christus. Und weil ich erlebt habe, wie Jesus mich aus Sünden herausgeholt hat, die sehr stark waren in meinem Leben. Omdat In ik, ker sem doživel beleefd tudi, heb kako me je dat ik, Kristus rešil uit de iz zonde zelo kwam, die močnih zeer sterk grešnih waren. nagnjen. Und dann sagt Jesus in Vers 12, En In dan potem zegt Jezus pravi v in vers 12. 12, vrstici. seid fröhlich und getrost. verbreid Radujte en se in verheugt u. veselite. Worüber? Waarover? Nad čim, Über zakaj? Verfolgungen, oder? Zaradi preganjanja, kaj ne? Vervolging, toch? Wenn es in der Gerechtigkeit Christi geschieht. Če Als se het to in de zgodi v Kristusovi pravičnosti, rechtvaardigheid van Christus gebeurt, Denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. ker veliko je plačilo vaše v nebesih. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen Want sind. Kajti zo hebben tako ze so de preganjali profeten preroke, vervolgd ki die so voor bili u pred geweest vami. Das heißt, Verfolgung ist ein Segen. To Dus pomeni, da je betekent preganjanje vervolging blagoslov. is een zegen. Verfolgung kann in verschiedenen Formen kommen. Preganjanje lahko pride v različnih Wenn sie oblikah. aber um Christi willen geschieht, Če pa se to Wanneer zgodi ze zaradi echter Kristusa, omwille van Christus im gebeurt, Kontext von biblischer Wahrheit, in v de kontekstu context van biblične Bijbelse waarheid, des resnice, biblischen Evangeliums, bibličnim van het evangelijem, Bijbelse evangelie, dann ist es ein Segen, dan is het potem een je to zegen, blagoslov. weil zum einen ein wichtiger Punkt dabei, Ker na eni want strani je in eerste tukaj plaats, dat is een pomembna belangrijk točka, punt, es hilft uns, dass wir unsere wie sagt man nochmal, unsere Dependence im Deutschen, Afhankelijkheid. Dankeschön, unsere Abhängigkeit nicht vergessen. dat to nam helpt ons pomaga, dat da we ne onze pozabimo afhankelijkheid niet na našo vergeten. Dass wir odvisnost stets od njega, abhängig sind von Gott. Dat we da steeds smo neprestano odvisni od afhankelijk Boga. zijn Wenn van Gott God. nicht Schwierigkeiten und Verfolgung in unserem Leben zulassen würde, Če Bog ne bi wanneer God dovolil vervolging težav in moeilijkheden preganjanja v in ons našem leven življenju, zou toelaten, würden wir uns zu schnell auf uns selber wieder verlassen bi und se den Blick auf prehitro Christus eben verlieren. začeli dan zouden we te zanašati veel na onszelf, sebe op in bi onszelf spustili verlaten en pogled de iz blik op Kristusa. Christus verliezen. Dass wir eben ohne ihn gar nichts können. En dat we zonder In hem helemaal niets ne bi kunnen. vedeli, da v bistvu brez njega ne moremo in die nič. Geschichte hineinschauen. En dat is interessant. In zato wanneer si we kijken poglejmo in de to geschiedenis. zgodovino. Von dem Beginn der Weltgeschichte an. Vanaf Recimo het begin od van de začetka wereld. Alle, stvarjenja. die Gerechtigkeit aus dem Glauben gepredigt haben. Allen Vsi, die ki so gerechtigheid pridigali uit geloof pravičnost po hebben veri, So wie wir es jetzt biblisch definiert haben. tako kot smo jo sedaj biblično definirali, Alle, die das gepredigt und gelebt haben. vsi, ki so to pridigali in doživeli, Alle verfolgt worden. vsi so bili preganjani. Es fängt an mit Abel und Kain. Začelo se je za Abelom in Kainom. Der eine bringt ein Opfer verlassend auf die Gerechtigkeit Jesu, der andere auf seine eigenen Werke. Eden je daroval, se zanašal na pravičnost Jezusovo, drugi pa na rasna dela, Kain. Het geloof is gebaseerd op de rechtvaardigheid van Jezus en Kain uit eigen werken. Glaube gegen Gerechtigkeit. Vera proti pravičnosti. En tegen gerechtigheid. Isaac Izak und Ismael. En in Ismael. Geh mal Izmael. Galater Kapitel 4 bitte jetzt. Mal. Galačanom Gaan we 4 naar poglejmo. Galaten hoofdstuk 4. Haben wir wieder ein Beispiel. Imamo še en primer. Galaten 4 hebben we weer een voorbeeld. Galater Kapitel 4 Galačanom Galaten 4, 4. und dort Vers 29. En 29 daar vers vrstica. 29. Paulus spricht hier im Kontext über den alten und neuen Bund. Pavel Paulus govori v spreekt in de kontekstu context stare in van het nove oude en nieuwe zaveze. verbond. Er nimmt das Beispiel von Abraham und Hagar Vzel je primer Abrahama voorbeeld in van Abraham en Agare, Hagar. und Hagar. Isaak und Ismael. Izaka in Izmaela, Dass der eine für die Werke steht und der da andere je für den en Glauben bil steht. primer za dela in drug za vero. Und dann sagt er in Vers 29, En dan In zegt hij potem in vers piše v 29. 29. aber wie zu vrstici, jener Zeit der nach dem Fleisch gezeugt war, Maar zoals ali kakor je destijds takrat hij, tisti, die naar ki het se je vlees po mesu geboren was, rodil, den verfolgte, hem vervolgde, der preganjal nach dem tega, Geist gezeugt war. die naar de ki je bil geest po duhu geboren was. rojen, So geht es auch jetzt. Zo is het tako ook nu. tudi sedaj. Geh mal in Philippa Kapitel 3. Gaan we Gremo naar, Filipjane, tretje poglavje. Filippenzen 3. Philippa Kapitel 3, Vers 3. Filippenzen 3, Tretja vers 3. vrstica, Paulus sagt dort, Paulus zegt daar. Pavel pravi, und er spricht jetzt hier von der wirklichen Beschneidung. in En sedaj hij govori o spreekt pravi hier over obrezi. werkelijk de echte besnijdenis. Denn wir sind die Beschneidung, Want wij Kajti zijn de mi smo besnijdenis. die obreza, wir im Geist Gottes dienen ki v Wij Božjem die duhu God in de služimo geest dienen. und uns Christus rühmen En in se Christus hvalimo v roemen. Kristusu In Jezusu Christus Jezus roemen. und nicht verlassen auf Fleisch. En in ne niet op het stavimo vlees upanja v vertrouwen. meso.
Denn das Fleisch, so sagt Paulus in Römer Kapitel 8, Ker v Rimljanih 8 piše, da je meso, in Romeinen 8, en daar gaan we nu naartoe. das kann Gott nicht gefallen. Dat kan God niet da meso behagen. Bogu ni po volji. Römer Kapitel 8, Romeinen 8, Rimljanom Vers 8, 4. vanaf vers četrta 4. vrstica, Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, da se izpolni pravična zahteva postave v wir haben da nas. eben drüber gesprochen, Ravno smo o tem Daar hebben we govorili, net over dass das gesproken. Gesetz Gerechtigkeit fordert, da postava zahteva pravičnost, rechtvaardigheid eist. in uns erfüllt würde, da se Opdat postava de v nas, ki rechtvaardige eis van de živimo, wet in ons izpolni v zou worden nas. vervuld. die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, Die ki niet naar het živimo ne vlees po wandelen, mesu, also auf das eigene Vertrauen, kot da bi dus op zaupali v onszelf sebe, vertrouwen, sondern nach dem Geist, maar ampak naar po de duhu, geest. dass Gott dieses Werk in uns tut. da bo Dat Bog God to v nas dit storil. werk in ons doet. Vers 5. Vers Peta 5. vrstica. Denn die da fleischlich sind, Kajti kateri so po mesu, die naar het vlees zijn, die sind fleischlich gesinnt. mislijo na to, kar je mesenega. Deshalb ringt der Paulus so mit der Gemeinde in Galatien, daarom Zato worstelt se zo Pavel Paulus tako met de bori z gemeente in cerkvijo v Galaten, Galaciji, weil er sah, dass sie sich wieder auf ihr eigenes Fleisch, ker je videl, da so se vertrauen. ponovno omdat začeli hij zag dat ze zaupati v zich lastno meso. verlaten op hun eigen vlees. die Tat der Beschneidung, De Tisto daad van dejanje beschneiding wurde obreze nicht verstanden geistlich, dass Sünde hinweggetan werden soll. niso razumeli duhovno, da je treba haben es greh nicht so geistlich verstanden, odstraniti, tega niso razumeli, Zonden zouden moeten werden weggedaan. sondern auf die Tat dessen der Beschneidung. Versteht ihr? Maar op de ampak daad so se koncentrirali na dejanje Sie haben sich obreze. darauf auf die Tat an sich verlassen. Dus ze Torej, hebben zich, zanašali so se na vertrouwd obreza, eigenlijk na op de dejanje. daad van de beschneiding. Und dann sagt Paulus, In potem jim En Pavel dan pravi, zegt Paulus, die aber geistlich sind, a kateri so po zij duhu, die echt mislijo na geestelijk to, zijn, kar je die sind duhovnega. geistlich gesinnt. die zijn geestelijk gezind. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Kajti Maar meseno vleeselijk mišljenje gezind je zijn smrt, is de dood. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. En a geestelijk duhovno gezind mišljenje zijn je is leven en življenje vrede. in mir. Und deshalb greift der Satan da so stark rein, weil er weiß, dass es Leben und Frieden bringt. Zato tudi Satan to tako močno napada, ker ve, da to prinaša življenje in mir. Vrede brengt. Aber deshalb sagt der Paulus, wenn ihr nochmal in Galater Kapitel 4 geht, Maar daarom Is to zegt pravi Paulus Pavel ook, als we u nog eens een keer naar Galatianih Galaten 4, 4 gaan, in einen Vers zurück, in Vers 28, in 1 vers 28 terug, in vers vrstici. 28, ihr aber, liebe Brüder, Mi pa smo, lieve broeders, bratje, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. zijn Kakor kinderen van de Izak, belofte, otroci net zoals obljube. Isaac. Kinder der Verheißung. otroci Kinderen van obljube. de belofte. Die Verheißung haben wir gerade eben besprochen. De belofte Glih hebben smo ze net govorili besproken. o obljubi, Uns zu erlösen, Om da nas te želi odrešiti, wirklich razvozlati, abzuschneiden. resnično af odrezati te snijden. od greha. Dann denk mal weiter, die Propheten wurden Razmišljate verfolgt, še nicht wahr? naprej, tudi Denk maar preroki dat de so bili profeten werden preganjani. vervolgd. Von wem wurden sie verfolgt? Door Kdo wie jih je werden ze preganjal? vervolgd? Vom eigenen Volk verfolgt. Lastno ljudstvo jih je Seht ihr preganjalo. mittlerweile so ein Pattern, ein Muster hier? Vidite nekak zdaj že vzorec? Sind wir von den eigenen Leuten verfolgt worden? Vedno te Werden zelfs preganja door lastno hun ljudstvo. eigen mensen vervolgd. Natürlich wurden sie auch von außen angegriffen. Seveda so jih napadali tudi od zunaj. Aber die nach der Gerechtigkeit gepredigt und gelebt haben, wurden meistens von ihren eigenen Leuten Maar verfolgt. die de Ampak te, ki so gerechtvaardigheid pridigali in hebben živeli gepredigd, pravičnost, werden vervolgd door so hun jih eigen volk. preganjali Manchmal haben lastni sie auch Hilfe vom ljudje. Staat gesucht. Soms Včasih hebben so ze te ook iskali hulp tudi van de pomoč staat od države. erbij geroepen. Zum Beispiel wie im Fall von Jesus Recimo v und seiner času Gemeinde, Jezusa Zoals in in het njegove geval van skupnosti, Jezus en de gemeente, die die Hilfe des Staates suchten, die de hulp van kjer de so staat iskali pomoč zochten um države, Christus zu kreuzigen. om da bi Christus križali te Jezusa. kruisigen. Geht mal in 1. Korinther Kapitel 2, bitte. We Prvi gaan Korinčanom naar 2. 1 Korinthe 2. 1. Korinther Kapitel 2. 1 Korinthe 2. Und dort lesen wir Vers 3. En tretja daar lezen we vrstica. vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht, Entschuldigung. Also Vers 2, Entschuldigung. Vers Vers 2. 2. Druga vrstica se Denn ich upravičuje. hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Want ik had mij Odločil sem se voorgenomen namreč, niets da ne anders bom onder u te weten dan vedel Jezus kaj Christus drugega med en vami die razen Jezusa gekruisigd. Kristusa Und die in tega na Juden, križ die razpetega. Nicht geistlich waren, En de In Joden Judje, die ki niso geestelijk bili waren, die duhovni, fleischlich gesinnt waren, ki so bili ki so imeli haben sich zur meseno Hilfe den mišljenje, Staat, so riepen poklicali de hulp van de državo na staat. pomoč, der, wie Paulus sagt, im 1. Korinther natürlich gesinnt sind, ki, kakor zoals piše Paulus v zegt, prvih Korinčanim, so bili natuurlijk zijn gezond. naravnega mišljenja die überhaupt gar nichts geistlich verstehen können, in nič duhovnega sploh niso mogli geestelijk razumeti niets kunnen begrijpen, um Christus zu verfolgen. om in Christus zato so preganjali Kristusa, da bi ga križali. Ich erinnere mich daran, als ich mich bekehrt habe, Spominjam se, ko sem se jaz spreobrnil, dass ein Freund zu mir sagte, da mi je prijatelj nekoč dass wenn rekel, ich jetzt mich entscheide dafür, sozusagen dem Ich abzusterben, da če se sedaj odločim tako rekoč umreti sebi,
nicht mehr das auszuleben, was ich eigentlich machen will, wo das Fleisch nachsinnt. Da ne bom več živel tega, kar sicer želim, kar želi meso. Nun, er hat andere Worte benutzt. Ja. On je sicer uporabil druge Aber das besede, ist das, was er sagte. ampak to je v bistvu na koncu tako rekoč povedal. Der sagte, ja, dann bist du ein Sklave. Rekel je, potem si sužen. Er kann es nicht verstehen. On sicer tega ne more Weil razumeti. nur durch den Geist Gottes kann jeder einzelne von uns ich sag das mal, dieses Konzept verstehen. Ker samo z Božjim duhom tako rekoč ta koncept lahko zastopimo. Dass es gut ist, im Ich zu sterben, aber dass ein Kampf ist. Dobro je, da umremo sami sebi, ampak zato je cel boj. Dass Gott uns geschaffen hat, ursprünglich heilig und gut und nicht Da nas je fleischlich. Bog originalno ustvaril svete in dobre in ne meseno. Weil das Ker Fleisch meseno nicht zerstört uničuje Omdat het vleeselijk wordt vernietigd. und uns von Gott in nas trennt. ločuje od En Boga. ons van God scheidt. Und der nächste in der Geschichte war Paulus eben, der zu kämpfen hatte mit den Juden. Wir haben es schon erwähnt. In naslednji tej zgodbi smo že omenili, je bil Pavel, ki se je bojeval z Judi. Und die nächsten, die verfolgt wurden, waren die ersten Christen im 1. Jahrhundert. In naslednji, ki so bili preganjeni, so bili kristjani v prvem stoletju. Durch den Staat, Door de staat. nicht Preko mehr so države. stark durch religiöse Mächte. Ne več tako močno zaradi religioznih sil, Aber wisst ihr warum? ampak veste zakaj? Weil es die Folge des Predigens war von Paulus in Rom und anderen Plätzen. Ker je bila to posledica pridiganja Pavla v Rimu in na Und drugih dort es krajih. Menschen gab, Juden, die dann Christen wurden, Ker so tam bili ljudje, Judje in drugi, ki so postali kristjani, die tudi sich pogani, nicht mehr auf sich verlassen haben, sondern auf Christus verlassen. ki se niso več zanašali na sebe, ampak na Kristusa. Alleen maar hebben vertrouwd op Und Christus. so richtete Satan die Verfolgung eben durch den Staat im 1. Jahrhundert. In tako je Satan usmeril državo, da je preganjala prve kristjane v prvem eerste eeuw stoletju. na Christus op de christenen. Aber dann ist was passiert nach einiger Zeit, Maar toen Potem is se na je pa čez enige nekaj tijd časa wat nekaj gebeurd. dass zgodilo, diese Verfolgungen aufhörten. da so se ta preganjanja končala. Warum war das so? Waarom was dat? Zakaj se je to zgodilo? Weil die Gemeinde es zugelassen hatte, Omdat Zato, de ker je gemeente heeft skupnost toegelaten dopustila das Weltliche hineinzunehmen. om het to wereldse naar posvetno binnen te v brengen. sebe, Oder noter v cerkev. wie es in Galatien war, dass sie in Gefahr waren, eben sich wieder auf ein anderes Evangelium zu verlassen. Of, In kakor zoals piše in, tudi v Galaten Galačanih, was da het, so dat se zich weer začeli te zanašati verlaten na op een drugačen ander evangelij. evangelie. Und so hatte Satan geschafft, nicht alle, aber viele der ersten Christen wieder abzubringen vom Weg der Gerechtigkeit. En In zo tako je is Satanu Satan uspelo, da je lahko geslaagd veliko om mensen kristjanov af te odpeljal brengen stran van z de weg van prave de poti gerechtigheid. Der, wenn pravičnosti. es wirklich geglaubt wird und ausgelebt wird, Verfolgung mit sich bringt. Want Ker als če het to resnično werkelijk wordt veruješ uitgeleefd, in dan živiš, brengt dat potem to vervolging met zich prinaša Das sehen wir preganjanje. dann in den folgenden Jahrhunderten In to wieder. vidimo En dat tudi zien v we daar in sledečih de stoletjih. daaropvolgende Wir hatten eeuwen. die Waldenser De Waldenzen, Zaradi Hugenoti, pri Valdežanih, die Hugenotih, Albigenser Albigenzeh und andere Völker, in en drugih al die andere ljudstvih, volken. die dann von wem verfolgt wurden? Wer- Ki jih je door wie preganjal werden ze kdo? dan vervolgd? Von der Kirche, oder? Cerkev, kaj ne? Van de kerk, door de kerk. Die Kirche hat den Staat angeregt, De Cerkev je heeft spodbudila de državo, staat, oblast, daartoe opgeroepen. Zusammenspiel zwischen Kirche und Staat, Dat is een sodelovanje samenspel tussen cerkve kerk in en staat. države. und hat all diese Gemeinschaften verfolgt, die treu geblieben sind, En In je heeft vse al to die skupnosti gemeenschappen preganjala, vervolgd die ki so, trouw zijn ki so gebleven an bile der zveste Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben. aan de Za- boodschap van rechtvaardigheid uit zaradi geloof. Und viele sporočila von ihnen auch pravičnost den poveri. Sabbat festgehalten haben. En, In mnogo vele izmed van teh hen hielden zich ljudstev je ook tudi vast aan de držalo Sabbat. soboto. Und dann aus denen kamen die Reformer. En In daaruit iz kwamen teh so vervolgens potem de prišli hervormers. reformatorji. Und auch die wurden von der katholischen Kirche verfolgt, In die tudi werden njih ook je door de katoliška katholieke cerkev kerk preganjala, vervolgd. sozusagen von den, ich sage das jetzt in Klammern, aber eigenen Leuten, tako rekoč v so narekovajih gezegd door de eigen- lastnih ljudi, Mensen. speziell von dem Jesuitenorden. še Speciaal door de posebej iz Jezuïtenorde. jezuitskega Es ist reda. interessant, dass wenn man in katholische Geschichte heute hineinschaut, Zanimivo je, če si pogledamo katoliško zgodovino danes, de geschiedenis duikt van de dass katholieke sie kerk. sich immer so darstellen, da Dat se zij oni zich steeds tako zo prikazujejo, presenteren als wären sie die verfolgten Christen gewesen. kot da so oni bili alsof tisti, zij ki so de bili vervolgde preganjani christenen kristjani. zijn. Und damit will ich nicht sagen, dass es einzelne Fälle gab von Katholiken, die verfolgt wurden. Das ist passiert. Dat wil ik Ne niet- govorimo o daarmee tem, wil da ik so niet bili zeggen dat er posamični enkele primeri, da gevallen waren so van katoliki bili katholieken preganjani, die vervolgd werden. Aber je bilo. Dat is gebeurd. Aber sie waren die verfolgt haben, Maar zij ampak waren oni so bili degene ti, die ki hen so hebben preganjali, vervolgd, die das Evangelium gepredigt haben. die ki so dit evangelie predigali, hebben ki so gepreekt. predigali take evangeliji. Und
Ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren, da kamen verschiedene Hollywood-Filme raus. Spominjam se pred leti, ko so prišli različni hollywoodski filmi ven, Wo auch zum Beispiel der Jesuitenorden so positiv dargestellt wurde, ker je bil jezuitski red tako pozitivno predstavljen, als wären sie diejenigen gewesen, die verfolgt wurden. kot da so oni bili ti, ki so bili preganjeni. Aber wie ist die wahre Geschichte? Kakšna pa je resnična prava zgodovina? Ich komme gleich dazu. Ik kom er zo meteen op. Ich erinnere mich Kmalu noch pride k daran, temu. als wir in Rom waren, jetzt schon öfter. En ik weet nog Sedaj smo wel bili dat že we in večkrat v Rome Rimu in waren, se meermaal. Wer spominjam, von euch mal in Rom war, če kdo izmed vas že bil v wel Rimu, eens in Rome is geweest, der wird feststellen, boste ugotovili, die ganze Stadt ist aufgebaut da je celotno mesto postavljeno auf reine katholische Propaganda. na čisti katoliški alleen propagandi. maar katholieke Wenn propaganda. ihr zum Beispiel in die Katakomben geht, Als Če je greste bijvoorbeeld recimo naar v de catacomben aber auch an katakombe anderen Plätzen in Rom, ali Maar pa ook andere druge plaatsen. wird dele eine Rima, andere Geschichte erzählt, wie sie historisch war. daar wordt vam een bodo andere povedali geschiedenis drugačno verteld, zgodbo, zoals kot het je zgodovinsko feitelijk dejansko historisch bila. was. Immer zugunsten der katholischen Kirche. Vedno v prid Altijd katoliške ten cerkve. gunste van de katholieke So als kerk. wäre Paulus und Petrus Teil der oder Vorläufer der katholischen Kirche gewesen. Zoals Kot da sta bila bijvoorbeeld Paulus Pavel in en Petrus Peter voorlopers waren predhodnika van de katoliške katholieke cerkve. kerk. Ja, und alles wird genutzt für ihre Geschichte. En In alles vse je wordt, uporabljeno gebruikt za voor hun njihovo eigen zgodbo, geschiedenis. narativ. Nun, die Protestanten sind dann geflohen nach Amerika. De Protestanti so zijn dan potem vervolgens, bežali v gevlucht Ameriko. naar Amerika. Was ist dann in Amerika passiert? Kaj se je pa zgodilo v Ameriki? Dann fingen an, die Protestanten sich untereinander zu verfolgen. Potem so se začeli celo protestanti preganjati med seboj. Es gibt viele Geschichten. Er zijn heel veel Veliko zgodb. verhalen. Eine, die Ja. für mich sehr prägend waren, sind die Geschichte der Anabaptisten. Eno, ki se jo dobro spominjam, je bila zgodba Anabaptistov, Weil sie auf einmal mit der Taufe kamen ker so naenkrat odkrili krst Mit dem s potopitvijo v vodo und dann gab es andere Protestanten, die da nicht mit übereinstimmten. in potem so bili drugi protestanti, ki se s tem niso strinjali. Was haben sie dann gemacht? Kaj so Haben storili? sie genommen? Vzeli so Haben te sie so ljudi, lange untergetaucht, bis sie tot tako waren. dolgo so jih tunkali, dokler niso utonili. totdat ze dood waren. Von den eigenen Leuten. Lastni eigen ljudje. mensen. Warum passiert das? Waarom Zakaj gebeurt se je dat? to dogajalo? Verfolgung ist auch heute noch dort. Preganjanje še vedno danes obstaja na različnih nivojih in Nicht nur oblikah physisch. in ne samo fizično, Aber es scheint so, als hätte die Verfolgung zumindest in Teilen von Europa und Teilen von Amerika heute spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Maar het schijnt zo dat Zgleda pa, da vervolging in preganjanje Amerika en danes v Europa delih niet Evrope zo'n grote rol in speelt. Amerike Waarom is nima dat? več velike vloge. Zakaj je temu Und tako? können wir erwarten, dass Verfolgung wieder kommt? Kunnen we verwachten dat Lahko er weer pričakujemo, vervolging da bo komt? preganjanje spet prišlo. Biblija je jasna. Offenbarung 13 und andere Razodetje Stellen 13 in Openbaring 13 druge en andere točke plaatsen. zeigt uns, dass es diesmal eine Einheit geben wird nam kaže, da bo Toont ons prišlo aan do dat neke dit enotnosti deze keer een eenheid zal zijn von verfolgenden Mächten. van preganjajočih Und eine sil. davon ist der falsche Prophet, der beschrieben wird, En En daarvan izmed is de teh valse sil je profeet lažni die prerok, beschreven wordt. ki je oder opisan. der abgefallene Protestantismus. Oziroma Terwijl padli het protestantizem, afgevallen tako rekoč. protestantisme, Oder wie es in Offenbarung 13 genannt wird, das zweite Tier. Kakor je v razodetju 13 imenovan druga zver. Warum werden sie zum Verfolger? Zakaj bodo oni preganjali? Vervolgers. Sie haben doch die Werke abgelegt. Saj so pustili svoja Sie dela glauben immer noch nicht pravičnosti. an das volle Evangelium. Maar ze Ampak geloven še nog vedno ne steeds niet in verujejo het volle na evangelie. Manche werden es polni erkennen und evangelij. annehmen, Sommigen zullen Nekateri bodo to prepoznali in herkennen en sprejeli. aannemen, die es ehrlich mit Gott meinen und das Licht jetzt noch nicht sehen. die Ki het so eerlijk iskreni, met God voor želijo hebben biti z en het Bogom, licht ampak nog niet luči zien. še ne Aber vidijo. viele werden zu Verfolgern. Ampak Maar mnogo velen teh zullen ljudi bo worden tot postalo vervolgers. preganjalno. Und deshalb ruft Gott auch auf in der dreifachen Engelsbotschaft, Maar daarom Zato roept tudi God Bog ook v op troangelskem in de sporočilu drie-engelenboodschap poziva, dass wir wieder zurückkommen sollen zum ewigen Evangelium, da naj we pridemo terug nazaj moeten k gaan naar het večnemu eeuwige evangeliju, was ganz am Anfang gegeben wurde. wat ki je bil helemaal in dan het begin na is začetku. gegeven. 1. Mose 3, Vers 15. Genesis Prva 3, Moza vers 3, 5. prva Mojzesova 3:15, tam se začne evangelij. Der neue Bund ist keine Idee der Bücher des Neuen Testamentes. Het nieuwe Nova verbond is zaveza niet ni een idee ideja van de knjig boeken van Nove het Nieuwe zaveze, Testament. Der neue evangeliji Bund wurde naprej. direkt am Anfang gegeben, Het nieuwe Nova verbond zaveza je werd bila direct in dana Genesis 3, takoj na vers 5 začetku, gegeven. was nichts anderes ist wie das ewige Evangelium. kar ni Wat nič drugega niets kot anders večni is dan het evangelij. eeuwige evangelie. Das heißt nur neuer Bund, To Het betekent imenuje se natuurlijk Nova nieuwe zaveza, weil Gott diesen alten Bund zugelassen hat, omdat ker je God Bog het to oude staro verbond heeft zavezo toegelaten, dopustil, was nichts mit Zeit zu tun hat, kar nima wat nič niets zveze met s tijd časom, te maken heeft. um den Menschen verständlich zu machen, du kannst es nicht in eigener Kraft schaffen. Om de da mens- bi človeku mensen dal duidelijk te razumeti, maken, da je sam kunt po het svoji niet moči uit tega ne eigen more. kracht. Verlass dich ganz auf Jesus. Verlaat je Popolnoma helemaal op se Jezus. zanesi na Erhöh ihn Jezusa. in deinem Leben. Verhoog hem Poveličaj, in je leven. dvigni Blik njega auf v svojem ihn. življenju. De blik op Glej na hem. Und njega dann kann er dir vergeben on ti kan lahko je odpusti und du kannst ein gerechtes Leben in ti leben. lahko živiš njegovo pravično življenje. Deshalb sagt es in der dreifachen En Engelsbotschaft, daarom Zato staat er tudi ook v in de troangelskem drie sporočilu engelenboodschap piše, dass wir eben dieses ewige Evangelium wieder
allen Menschen predigen müssen. Da moramo ta večni evangelij pridigati vsem ljudem, Dass vollkommene Erlösung möglich ist. da je možna popolna Und odrešitev. nicht hier und dort, sondern Christus uns ganz freisetzen will. Ne samo tukaj malo in tam, ampak da nas želi Kristus popolnoma Was interessant osvoboditi. ist zur gleichen Zeit, Zanimivo je, da je bilo hkrati, ist doch nicht so scheint, dass die Kirchen sich eigentlich teilen, sondern dass sie immer mehr zusammenkommen. da ne zgleda, kot da bojo cerkve se še vedno bolj delile, ampak da prihajajo skupaj Und dass sie sich einigen. in da se postajajo Wie enotne. sollen sie dann Verfolger werden? Kako naj pa potem postanejo Lass uns an preganjalci? diesem Punkt mal über ein paar aktuelle Ereignisse nachdenken. Razmislimo o nekaj aktualnih dogodkih sedaj. Offenbarung Kapitel 13 sagt uns ganz deutlich, Razodetje 13 nam jasno piše, dass das Tier, das erste Tier und auch das zweite Tier, da je prva zver in prav tako druga zver, verfolgende Mächte sind. da sta to Und preganjalske dass das sile. erste Tier hingehen wird In da bo prva zver šla und die Welt zusammensammelt, in zbrala celoten svet, om zich te verzamelen. eine Armee zu schaffen, da bi naredila vojsko Leger te maken. gegen die Wahrheit, gegen Gott und Gottes Volk zu kämpfen. Om proti tegen de waarheid resnici, en tegen proti Gods Božjemu volk te ljudstvu in strijden. Bogu se Und ich will bojevala. euch Zato. euch jetzt viele Sachen zeigen. En ik Lahko wil bi vam sedaj alleen veliko maar- stvari kan pokazal. heel veel dingen nu laten zien. Aber ich will das nun mal jetzt befestigen an ein paar Ereignissen, die jetzt gerade in den letzten Wochen stattgefunden haben. Ampak rad bi vam povedal nekaj stvari, ki se je zgodilo v teh preteklih tednih. Und das geht natürlich seit Jahrzehnten so und nimmt immer mehr zu. Seveda se to dogaja že desetletja, ampak se vse vedno bolj stopnjuje. Wie bei die Wehen einer schwangeren Frau. Immer kürzere Abstände. Kakor pri bolečinah Nun, am noseče žene. 30. September in Rom 30. septembra je bilo v Rimu diesen Jahres to leto, hat Papst Franziskus zu einem Treffen aufgerufen je Frančišek sklical srečanje Paus Franciscus op tot een bijeenkomst mit dem Titel Together, met de z titel naslovom also Skupaj, gemeinsam, Dus torej vsi samen, skupaj, gemeenschappelijk. wo Protestanten, Katholiken zusammenkamen, Orthodoxe, Waar kjer so protestanten katoliki, en protestanti samenkwamen, in orthodoxen, pravoslavci zusammen prišli skupaj, anzubeten om da samen bi te bidden, skupaj und častili, den Weg der Einheit noch mehr zu suchen. om da de bi weg še van bolj de iskali eenheid nog pot meer te zoeken. Und wir können enotnosti. biblich sagen, We In kunnen biblično bijbels lahko rečemo, dass Gott dieses Gebet nicht erhören wird. da dat Bog God te dit molitve gebed ne bo niet zal uslišal. verhoren. Und ich werde da gleich noch drauf eingehen, warum. Še malo pa bom povedal, zakaj, kako. Weil für den einen oder anderen mag das jetzt hochmütig klingen, wenn ich sowas sage. Za nekoga morda to zveni ošabno, Als ik zoiets zeg. Aber die Bibel gibt eine gute Antwort drauf, warum Gott sowas nicht erhört. Maar de Bijbel ampak geeft Biblija een goed jasno antwoord pove, op, zakaj Bog waarom, te molitve ne bo God uslišal. zoiets niet verhoort. Nun, das ultimative Ziel Roms, Het In uiteindelijke končni doel cilj van Rome, Rima oder je, des ersten Tieres, of torej van het prve eerste zveri, ist eben die Konstitution zu ändern is ravno om de to, da bi grondwet te spremenili veranderen, und ustavo, falsche päpstliche Lehren zu promoten. om da bi lahko verkeerde promovirali lažne pauselijke papiške nauke. leerstellingen te Und es promoten. ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen an dem Punkt hier, Na tej En točki mislim, je is morda het še belangrijk pomembno, om da povemo, hier te zeggen, das, was wir da sehen, da je to, kar das vidimo, wird nicht verschwinden. da to dat ne zal bo niet izginilo. verdwijnen. Das hört nicht eines Tages einfach auf. To se ne bo Das nehalo. hört nicht eines Oh, Tages dat einfach auf. Nekega houdt dne. niet op een bepaalde dag gewoon op. Die werden sich weiter treffen. Het- Vedno ze znova zullen se bodo verder dobivali, bij elkaar srečevali, Mehr Leute werden dazukommen, vedno več ljudi bo prišlo zraven, mehr religiöse Führer, komen. več Meer verskih religieuze, voditeljev, godsdienstige leiders. bis die Mutter der Hurerei dokler totdat de ta moeder van de mati hoererij alle kurbirstva eingefangen hat iedereen ne heeft bo vseh ontvangen ujela in dieses Konzept von Babylon. in dit v concept to van idejo Babilona, koncept. Und wir sehen, wie Hunderte von religiösen Liedern In tako vidimo, kako na stotine verskih voditeljev religieuze leiders in den Vatikan kommen prihajajo v Vatikan und letztendlich den Menschen der Sünde Ehre gebieten. in na koncu koncu dajejo slavo in čast. In diesem Konzept Človeku von greha. Rom, Together, in dit Torej, ta koncept, rimski da koncept, geht es skupaj, nicht darum, um den Willen Gottes zu suchen. ne gre za to, da bi iskali Božjo voljo. Da wird kein Bibelstudium betrieben. Ne preučujejo svetega pisma, Die lesen vielleicht ein, zwei Verse aus der Bibel. morda preberejo eno, dve vrstice Aber iz habt ihr svetega schon mal pisma. irgendwann gesehen, dass die sich da treffen und studieren die Bibel? Ste že kdaj morda videli, da se tam dobijo in preučujejo Biblijo? Passiert niemals. To se nikoli ne zgodi. Da geht es nicht um Reue, Ne gre za um echte obžalovanje, Buße, za pravo dass sein spokorjenje, Herz wirklich durchforscht wird, da preiskujejo srca, dass Sünde wirklich bekannt da wird bi priznali grehe und vor allen Dingen auch Sünde hinweggetan in wird. predvsem, da bi grehe opustili. Das da To hat nichts mit dem Kreuz zu tun. nima gar nič nichts. zveze s križem. Und somit hat es Popolnoma nichts nič. mit der Gerechtigkeit aus dem Glauben zu tun. In zato nima tudi nič zveze s pravičnostjo po veri. Diese Treffen haben den einzigen Grund, Ta srečanja imajo edini namen,
Das, was die Protestanten gut begonnen haben in der Reformationszeit, da to, kar so protestanti dobro začeli v času reformacije, komplett zu zerstören. popolnoma uničiti. Und es auch nicht zu schaffen, oder dass es nicht erreicht werden soll, In da hkrati tudi ne bo dass die doseženo, Protestanten ihren Blick aufs ganze Evangelium kriegen. da bi protestanti dobili pogled na celoten evangelij, Dass sie die ganze Botschaft verstehen. da bi razumeli celotno sporočilo. Und deshalb diese Einheit. In zato ta Aber es ist keine lažna Einheit in der enotnost. Wahrheit. Ampak to ni enotnost v Sie resnici. kommen nicht dorthin, um Gottes Wort zu hören. Ne prihajajo tja, da bi poslušali Božjo besedo. Ampak koga poslušajo? Der Schlange. Kačo, Sie hören der Botschaft des Papstes zu. sporočilo papeža. Und ich möchte das mal festmachen an einem Statement, was er gesagt hat während diesem Treffen. Rad bi to tudi utrdil z izjavo, ki jo je povedal na tem srečanju. Weil manche werden denken, ja, aber es ist doch gut, dass sich alle vereinen. Nekateri si bodo morda mislili, da je dobro, da se Aber lass združujejo uns vsi. mal die folgende Aussage ein bisschen entschlüsseln. Ampak razvozlajmo tole izjavo. Er spricht davon, dass die frühe christliche Gemeinschaft Govori o tem, da je prva krščanska skupnost, wie am Pfingsttag zusammengekommen ist, kot na čas Binkošna, prišla dass es eine skupaj, Herde gab, da je bila ena čreda, die gesammelt wurde von einem Hirten. ki jo je zbral skupaj en pastir. Frage, bevor wir weiterlesen. Vprašanje, preden naprej beremo. Wer ist in der katholischen Kirche der eine Hirte, der zusammenführt? Kdo je v katoliški cerkvi en pastir, ki vse prineše skupaj? To ni Jezus, to je Er papež. ist der erste Hirte, der zusammenführt. On je prvi pastir, ki vse zbira. Und er führt nicht nur die Katholiken zusammen, In on ne prinaša skupaj samo sondern katolike, als Mutter der Hurerei ampak kot auch die mati abgefallenen anderen nečistnic, Religionen und protestantischen Kirchen. tudi vse odpadle religije in protestantske Wenn cerkve. da der Heilige Geist wirken würde, Če bi tam Sveti Duh deloval, was wird der Heilige Geist machen? kaj bi Sveti Duh naredil? Was sagt Johannes 16, Kaj Vers 8? pravi Janez 16:8? Der Heilige Geist überführt von was? Sveti Duh prepričuje Von Sünde, o grehu, von Gerechtigkeit, pravičnosti, wie sie biblisch zu verstehen ist, tako kot jo biblično za und razumeti, von in o vom Gericht. sodbi. Wird hier nicht besprochen. Tu o temu ne govorijo. Gar nichts. Nič, popolnoma nič. Lesen wir weiter. Berimo naprej. Er spricht von einer großen Schar, Govori o veliki množici, zitiert Offenbarung 7, Vers 9, citira Razodetje 7, 9, wo aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen die Menschen zusammenkommen. kjer ljudje iz vseh narodov, ljudstv in jezikov pridejo skupaj. Nun, zuerst einmal ist das eine Situation im Himmel, Mimo grede, to je nekaj, kar se dogaja v nebesih, aber die gesammelt wurden von den Menschen auf Erden, ampak ki so bili zbrani od teh ljudi, ki so bili na zemlji, die sich ja eben auf Christi Gerechtigkeit verlassen haben, ki so se zanašali na Kristusovo pravičnost, die aus der Linie Abels kamen und nicht aus der Linie Kains. ki prihajajo iz Abelove linije in ne iz Kainove. Das, was hier passiert, To pa, kar se tukaj ist eine dogaja, äußerliche Show. je zunanji šov. Das ist nicht das innere Wirken des Heiligen Geistes. Tukaj ne gre za notranje delovanje Mir geht duha. es nicht darum, um einzelne Menschen dort zu diskreditieren, Meni ne gre za to, da diskreditiram posamezne ljudi tam, aber da geht es nicht darum, dass gepredigt wird, dass der Heilige Geist den Menschen erneuert, ampak ne pridigajo temu, da Sveti Duh obnovi človeka, dass Rechtfertigung stattfindet. da se zgodi opravičenje. Und dann sprach er von dem Geist, der uns beseelt, In potem je govoril o duhu, ki nas poživlja, den wir in der Taufe empfangen haben. ki smo ga prijeli s krstom. Nun erinnert euch nochmal an die Anabaptisten. Spomnite se sedaj na Heute Anabaptiste. sagen die Katholiken und die abgefallenen Protestanten, Danes katoliki in odpadli protestanti dass es nicht pravijo, so wichtig ist, ob jetzt Erwachsenentaufe oder nicht. da ni pomembno, če se odrasel krsti ali ne, Aber seht mal, wie zornig der Teufel geworden ist. ampak vidite, kako jezen je hudič. Dass Protestanten getötet haben. Da so protestanti ubijali protestante. Nur wegen sozusagen Samo nicht tako besprenkelt rekoč, wurden, sondern unter Wasser getaucht wurden. ker niso bili pošpricani oziroma so bili Da potopljeni geht es zaradi nicht um die tega. Form, In tukaj se ne gre za formo, sondern weil die Menschen, die das angenommen haben, diesen Glauben, ampak zaradi tega, ker so ljudje, ki so sprejeli to verovanje, tieferes Verständnis bekommen haben von der Gerechtigkeit Jesu. imeli globlje spoznanje o Jezusovi Nicht pravičnosti. allein die äußere Form. Ne gre za zunanjo Wie formo. sehr er das hasst. Vidite, kako Satan sovraži to.
Na zunanje to zgleda tako majhno, ampak prinaša veliko duhovnega seboj. In hkrati s tem ni nobene besede o krstu z ognjem, wo eben durch den Heiligen Geist die Reinigung kommt, ko Svetim Duhom pride do očiščenja, ki lahko pride samo seveda kot posledica poslušnosti, torej tako potem prejmemo Svetega Duha. To piše Apostolska dela 5:32 in da so se potem ločili od greha. Geht mal bitte in Offenbarung 16. Pejmo razodetje 16. Offenbarung 16, Vers 16. 16. Dort heißt es, Piše, im Kontext geht es darum, v kontekstu govori o temu, dass hier drei Mächte sich versammeln gegen Gottes Volk. da se tukaj zberejo tri sile proti Božjemu ljudstvu. Wir lesen mal Vers 16. Berimo 16. vrstico. Und er versammelte sie an einem Ort, In zbrali so jih na kraj, der heißt auf Hebräisch Hamagedon. imenovan po hebrejsko Harmagedon. Und dann wird beschrieben, wie dieser Kampf gegen Gottes Volk vor sich geht. In potem je opisan ta boj proti Božjemu ljudstvu. Und gerade aktuell viele Evangelikale schauen jetzt nach Israel. In ravno aktualno, veliko evangeličanov gleda sedaj na Izrael, Eben glauben, dass doch hier Armageddon stattfindet. ker veruje, da se tam dogaja Harmagedon. Viele sind jetzt in Gunst Israels, Mnogo jih sedaj podpira Izrael, Israel als favoriet. weil sie glauben, dass es Gottes Volk ist Omdat ze ker denken dat verujejo, het da je Gods to volk is. Božje und dass ljudstvo es ihnen zusteht, dass sie Israel wieder einnehmen. in da jim pripada, da nazaj Israel zavzamejo wordt Izrael. toegestaan eigenlijk dat ze dat weer innemen. Dann einen dritten Tempel bauen und diese ganzen Geschichten. Dat ze, Zgradijo svoj derde tretji tempel wordt tempel in gebouwd tako en naprej, al die ta zgodba, geschiedenissen. Nicht wissend, Niet s tem pa weten ne dass diese vejo, Lehre, dat da je deze ta leer, die nauk, Evangelikale heute glauben, ki ga evangeličani danes verujejo, dat geloven, historisch nachweisbar ist, dass es von Jesuiten eingeführt wurde. zgodovinsko dokazljivo je, da so to privedli in si izmislili jezuiti. Und heute glauben viele Leute nicht mehr, dass die Jesuiten irgendwas Böses im Schilde führen. In danes mnogo ljudi sploh ne veruje, da so jezuiti karkoli slabega menijo, delajo. boosachtigs in hun schild voeren. Ich komme da nachher nochmal zu. Ik kom Se er bom nog še op terug. vrnil k temu. Aber hier sehen wir, Maar dass hier die zien we drei bösen Mächte, die hier sich versammeln, Dat de Ampak drie tukaj vidimo, boze da te machten tri die sile, ki hier se verzameld zberejo, zijn, nämlich der Drache, de draak, zmaj, was der Staat ist, država, der Atheismus ateizem, oder Kommunismus, komunizem, alle diese falschen Lehren, al die vsi valse te leren, lažni nauki, auch New Age, tudi New Age, dass sie sich versammeln mit dem Tier, da se dat ze zberejo z bijeenkomen met zverjo, een dier, mit der katholischen Kirche torej katoliško cerkvijo, papežom pausdom und dem falschen Propheten, en de in valse lažnim profeet. prerokom, welche das zweite Tier auch ist, ki je sicer tista druga zveri, z weil sie razodetja die gleichen 13, Merkmale haben Met ker imate dezelfde iste kenmerk. lastnosti. und es sich hier um den abgefallenen Protestantismus En handelt. In seveda gre tukaj za padli protestantizem. Und die versammeln sich. In ti se En zberejo. die komen dan bij elkaar. Gegen wen? Proti komu? Gegen die, die aufs Kreuz schauen, wirklich. Tegen diegenen Proti die tem, naar ki elkaar resnično gledajo na opkijken. križ, Die wirklich den Blick haben aufs Kreuz. Die ki resnično werkelijk gledajo op het križ. kruis. Und die werden verfolgt von ihren eigenen Leuten. En die In worden te bodo vervolgd door preganjali njihovi lastni ljudje. mensen. In gemeenschap Skupaj met jih bodo elkaar. preganjali. Nein, in Gemeinschaft, diesmal mit der ganzen Welt. In gemeenschap, Tokrat skupaj samen met z de hele celim wereld. svetom bodo Der Staat mit preganjali, rein, torej država, der ganze Spiritismus kommt mit rein. spiritizem Spiritisme komt erbij. Und dieser ganze Kampf geht gegen Gottes Volk. in ves ta boj se bo bojeval proti Božjemu ljudstvu. Als ich vor einem Jahr hier war, Ko Toen sem bil ik, pred enim letom enkele jaren tukaj, geleden hier was. nein, als ich letztes Jahr vor einem Jahr hier war, torej ko Toen sem, ik, ne, een ko jaar sem geleden zadnjič hier bil was. pred da habe enim ich letom euch ein tukaj, ähnliches Bild gezeigt Toen Sem heb vam ik u pokazal een podobno vergelijkbare, sliko kot tole. foto laten zien. in meiner Predigt. v moji pridigi. Foto in mijn preek. Ich möchte nochmal die gleiche Frage stellen wie vor einem Jahr. Še enkrat bi wil postavil nog isto een keer vprašanje kot pred dezelfde enim vraag letom. stellen als een jaar geleden. Wer steht hier im Fokus? Kdo je Wie, tukaj v staat hier fokusu na tej eigenlijk sliki? in het middelpunt? Wenn man ein Familienfoto macht, Als Če je een naredite familiefoto družinsko maakt, wer sliko, steht da im Fokus? wie kdo staat dan sedi in het v middelpunt? fokusu, v sredini? Stammesälteste, oder? De Tist, ki je stamouder. glavni družine, kaj ne? Es ist interessant auf diesen Bildern, wer immer im Fokus ist. Zanimivo je, Het kdo je vedno v interessant op deze fokusu na foto teh wie slikah. steeds in de focus zit. Und ich kann mir nur die Frage stellen, was ist los mit der protestantischen Welt? En In ik kan samo me de vraag vprašam se stellen, lahko, wat is er kaj je precies narobe aan s de hand met de Können Sie protestantskim nicht sehen, svetom? dass es eine Erfüllung ist von biblischer Prophetie? Ali res ne morejo prepoznati, da prihaja do izpolnitve Und dass bibličnih Protestanten sich wieder prerok, zurückwenden zur Mutterkirche. En dat de da se protestanti teruggaan obračajo Die nazaj sagt, k dass es eine große mati Täuschung cerkvi, Maar de Bijbel zegt dat is een ampak grote Biblija pravi, da misleiding. gre za Lass mich da noch was veliko zu den zmoto. Jesuiten sagen. En Naj laten še we nekaj nog wat povemo o zeggen
jezuitih. Over de Jezuïeten. Viele Leute glauben, dass sie heute nicht mehr aktiv sind. Veliko ljudi veruje, da danes niso več aktivni, Ja, weil sie ein anderes Bild bekommen haben durch Hollywood und so weiter. ker so zaradi Hollywooda in podobno dobili drugačno Ich sliko. weiß, als ich vor ein paar Jahren, als wir in der Library of Congress waren in Amerika, Vem, da ko sem bil pred nekaj leti v Ameriki, v Library of und Congress, als wir dort den Jesuitenschwur gesucht haben, in sem iskal jezuitsko obljubo, der abgedruckt ist in einem offiziellen Staatsdokument. ki je natisnjen v uradnem državnem dokumentu. Da sagen v Leute, Ameriki. ja okay, der ist zwar da abgedruckt, So ljudje rekli, ja, v redu, piše, je aber natisnjeno, man kann nicht wissen, ob das wirklich wahr ist. ampak ne moramo vedeti, če je to res. Das Problem ist, Problem pa es je, gibt heute kaum noch Quellen, da danes skoraj ne obstajajo več viri, weil viel zerstört wurde. ker je veliko stvari bilo Aber uničenih. geht mal in Bücher zurück aus Ampak dem pojdite 19. 18. v Jahrhundert. knjige iz 18. 19. stoletja. Was die Protestanten da schreiben über die Jesuiten. Kaj so protestanti pisali o Ich jezuitih? habe jetzt kürzlich noch ein Buch gelesen aus dem Pred 19. kratkim sem prebral knjigo iz 19. stoletja Und da schrieb der protestantische Schreiber ganz deutlich gegen in tam je protestantski pisatelj jasno pisal proti delovanju jezuitov. und ein anderes Buch In drugo aus dem knjigo 19. Jahrhundert, iz 19. stoletja, das Buch Der große Kampf torej knjiga Veliki vom boj Schatten zum Licht, med Kristusom in Satanom, spricht genau auch darüber, govori tudi o teh dass stvarih, Rom sich spezialisiert hat auf zwei Klassen von Menschen. da se je Rim specializiral na dve sorte ljudi. Einmal auf die Menschen, die sich auf ihre Werke verlassen, Prvič na te ljudi, ki se zanašajo na svoje lastna dela, seien es Katholiken, katoliki recimo, seien es Muslime muslimani oder andere Formen, die alle glauben an ihre eigenen Werke. ali druge oblike, ki verujejo na svoje lastna dela, Oder vielleicht Protestanten, die darauf vertrauen, ali pa protestante, ki dass die zaupajo zweite v to, Klasse, dass in ihren torej Sünden druga gerettet skupina, werden da bodo rešeni v grehih und nicht vollkommene Erlösung stattfinden kann. in se ne more zgoditi popolna Papst odrešitev. Franziskus hat vor kurzem seine dritte Enzyklika herausgebracht, Frančišek je pred kratkim dal tretjo encikliko izdal, Laudate Deum. Laudato Deum, Und da heißt es als Zusatztitel, tam piše kot dodatni podnaslov, für alle Menschen guten Willens bezüglich der Klimakrise. za vse ljudi dobre volje, kar se tiče klimatske krize. Nun, der gute Wille meint natürlich das, was die katholische Kirche als guten Willen beschreibt, Torej, dobra volja je mišljeno tisto, kar katoliška cerkev definira kot dobra volja, was sie definieren. kar oni Und definirajo. wir wissen, dass die katholische Kirche eine lange Geschichte hat, In vemo, da ima katoliška cerkev dolgo zgodovino was sie mit denen gemacht haben, in kaj so s temi ljudmi vse die nicht počeli, guten Willens waren. ki niso bili dobre volje. Das Problem ist, dass viele Leute heute denken, die katholische Kirche hätte sich geändert. Problem pa je, da mnogo ljudi danes misli, da se je katoliška cerkev spremenila. Vatican News schreibt, Vatican News pravi, sie haben hier piše, die 10 Kernsätze von Laudato Deum herausgenommen. 10 bistvenih stavkov so vzeli ven, povzeli, Und im ersten sagen sie, in v prvem stavku piše, die erste Aussage, die sie torej prva zitieren, izjava, ki jo citirajo, von Papst Franziskus, od Frančiška, mit der Zeit wird mir klar, vse bolj kot čas teče, mi dass wir postaja nicht jasno, genügend reagieren da ne reagiramo dovolj während dobro. die Welt, die uns umgibt, Medtem ko svet okoli nas zerbröckelt razpada und vielleicht vor einem tiefen Einschnitt steht. in je morda pred globokim razrezom, Eine Veränderung. spremembo. Der Fokus ist also nicht auf die Wiederkunft, Torej fokus ni novičen prihod Kristusa ali priprava na njegov prihod, darauf die Welt zu retten. ampak na to, da bi rešili svet. Solange wir diese Welt hier retten, Dokler bomo ta svet rešili, seht ihr, wie der Fokus abdriftet? vidite, kako je fokus preusmerjen? Natürlich sollten wir uns als Christen um die Welt auch kümmern. Seveda bi morali kot kristjani poskrbeti tudi Aber za der svet. Fokus ist nicht, die Welt zu retten, Ampak naš fokus ne bi smel biti rešiti sondern svet, Menschen zu retten. ampak ljudi. Aber das ist ein falsches Evangelium. Ampak to je lažen evangelij. Und da soll sich jetzt jeder anschließen. In vsak naj bi se temu priključil. Sagt, es bleibt Rekel je, bedauerlich, da je obžalujoče, obžalovanja dass vredno, man globale Krisen verstreichen lässt, da globalne krize kar spustimo, wo sie doch die Chance bieten würden, kjer sicer ponujajo priložnost heilsame Veränderungen herbeizuführen. privesti zdravilne spremembe. Ich stelle mir immer zuerst die Frage, wer ist verantwortlich für die Krise? Vedno se prvo vprašam, kdo je odgovoren za te krize. Erinnert euch noch daran, Barbara hat letzte Woche gesagt, immer fragen, warum?
Barbara je prejšnji teden govorila v njenih predavanjih. Je vedno rekla, zakaj? Vprašajte se, zakaj. Torej, zakaj? Warum kommen die Krisen? Zakaj prihajajo te krize? Und was sind die heilsamen Veränderungen? In kaj so te zdravilne spremembe? Dann sagt in der 10. Aussage, In potem je v 10. izjavi rekel, ein Mensch, der sich anmaßt, človek, ki si nekaj prilasti, sich an die Stelle Gottes zu setzen, se pravi, se postavi na mesto Boga, wird zur schlimmsten Gefahr für sich selbst. bo največja nevarnost za samega sebe. Das fand ich sehr interessant. Ta izjava mi je bila zelo zanimiva. In 2. Thessaloniker Kapitel 2 V drugem pismu Tesaloničanom, drugo spricht poglavje, es davon, dass sich jemand an die Stelle Gottes setzt. govori o tem, da se nekdo postavlja na mesto Boga. Und Paulus beschreibt, dass das schon in den Tagen seiner Zeit begonnen hat. In Pavel opisuje, da se je to začelo dogajati že v času Nicht wie die njega, v Evangelikalen Pavlovem heute času. glauben, der Antichrist kommt in der Zukunft. In ne tako, kot danes evangeličani verujejo, da Antikrist prihaja v prihodnosti. Meine lieben Freunde, der sitzt schon lange in Rom. Dragi prijatelji, že dolgo sedi v Rimu. Konzentriert euch nicht auf Israel, konzentriert euch da drauf. Ne koncentrirajte se na Izrael, koncentrirajte Der se na Mensch to. der Sünde Človek will sich greha, an die Stelle Gottes setzen. ki se je postavil na mesto Boga, na Was ist prestol nochmal Boga. Sünde? Kaj je že greh? Die Übertretung von Gottes Gesetz. Prestopek Božjih zapovedi. Das ist konträr zum Evangelium. In to je nasprotno od Es ist evangelija. interessant, dass er sagt, dass das das Schlimmste ist, was passieren kann. Zanimivo je, da pravi, da je to najbolj grozno, kar se lahko zgodi. Also, wenn ich einen neuen Job anfange, Recimo, če dann gibt začnem es so z eine novo službo, Jobbeschreibung vielleicht manchmal. morda piše tam opis službe Und dann steht dann, dass es, ja, das macht meinen Job aus. in potem piše, kaj v bistvu vse Wenn delaš du v in tej die novi službi. Jobbeschreibung eines Papstes schaust, In če prebereš opis delovnega mesta papeža, dann nennt er sich doch als Stellvertreter Gottes, oder? potem tam piše, da se ima za namestnika Boga, kaj ne? Interessant. Zelo zanimivo. Dat is toch interessant. Und ich denke, dass es noch andere Aussagen gibt in diesem Dokument, Verjamem, da obstajajo še druge izjave v tem dokumentu, die sehr wichtig sind, ki so die zelo Sie pomembne. jetzt herausgenommen haben. Ne samo te, ki so jih oni sedaj tukaj poudarili. Maar ook andere dingen. Es ist interessant, dass in dieser Enzyklika Zanimivo je, da v tej encikliki, dass Papst Franziskus aufruft dat Paus da Frančišek poziva einer einzigen politischen Autorität, k tot een eni politični avtoriteti, unieke politische autoriteit. die über allen Nationen steht Die ki staat stoji boven nad vsemi alle državami, und die nacijami, Strafen auch bestimmen kann. in naties. tudi En lahko ook de določa straf kazni. kunnen bepalen. Und er betont auch, dass die Vereinigten Staaten durch Beispiel führen sollten. In hkrati podarja, da naj tudi Združene države Amerike vodijo z zgledom. Natürlich im Kontext Seveda v Klimakrise. kontekstu Aber das klimatske schauen wir uns jetzt krize, gleich noch schnell an. to si bomo sedaj še na hitro pogledali. Wir lesen das nicht ganz, nur gerade die Highlights. Ne bomo brali vsega, samo tisto, kar je Er sagt, wenn označeno. wir von der Möglichkeit einer Art Weltautorität sprechen, Wanneer we Pravi, spreken da če over de govorimo mogelijkheid van o een wereldautoriteit, možnosti neke sorte svetovne avtoritete, wer spricht überhaupt von der Möglichkeit einer Weltautorität? mimo grede, kdo sploh govori o možnosti svetovne avtoritete, Es sind immer nur diese kleinen Gruppen, die das machen. vedno so te male skupine, ki to počnejo, kaj ne? Sprecht ihr darüber? Wollt ihr eine Weltautorität? Vi govorite o tem? Vi želite svetovno avtoriteto? Wisst ihr, dass das übrigens eine psychologische Taktik ist oder psychologischer Trick, was hier angewandt wird? Veste, da je to, tukaj gre za psihološki trik, Wenn taktiko. du was erreichen willst, Če želiš nekaj doseči, stelle es einfach als gegeben in den Raum. podaj to kot izjavo Als ob du v darüber schon sobo. besprochen und beschlossen hättest. Kot da je to že dogovorjeno in zmenjeno in vse. Und dann zieh deine Linie durch In potem potegni svojo črto. und die meisten Leute erreichen dann ihr In Ziel. večina ljudi se potem tako opredeli. Das Zato. Ganze soll durch Gesetze geregelt werden. To naj bi se vse zasnovalo z zakoni, torej crkva in država Und dann skupaj. spricht er, dass es mit Macht ausgestattet werden soll In potem piše, da je treba dati oblast tem für das globale Gemeinwohl. za to skupno dobro, universele globalno skupno dobro, welzijn, Echte Autorität. echte autoriteit. prava avtoriteta. Und die Leute lesen das vielleicht In ljudje to oder morda hören das berejo ali Mensen pa lezen slišijo dat of horen dat. und verstehen vielleicht gar nicht, dass er hier von einer Diktatur spricht. in morda sploh ne zastopijo, da on tukaj govori o diktaturi. Das ist eine Beschreibung von einer Diktatur. To je opis diktature. Es sollen keine wechselnden politischen Bedingungen mehr geben. Spremenjajočih se političnih pogojev ne sme biti Das več. scheint so, als würde es dem Gemeinwohl dienen, aber es soll eine Macht geben, die darüber bestimmt. Zgleda, kot da naj bi to skupnemu dobremu služilo, ampak ena oblast bo, ki bo vsemu temu vladala. Und dann spricht er davon, dass die anstehende
Klimaveranstaltung, jetzt COP28, die stattfinden wird. In potem govori o COP28, torej klimatski sestanek, historisches Ereignis werden könnte, ki bo lahko tudi zgodovinski dogodek. Aber nur dann, wenn internationale Politik letztendlich in diese Lage auch versetzt wird. Ampak samo takrat, ko bo, če bo internacionalna politika tudi spremenila to svoj stan. Zanimivo je, Jezus nikoli ni poskušal vplivati na politiko. Und die Prophetie warnt uns vor diesen Bewegungen. In preroštvo nas opozarja pred takimi gibanji. Torej Biblija v bistvu. Ich möchte euch mal eine Person vorstellen. Predstavil bi vam rad osebo. Das ist Dr. Sultan Al-Jaber. Dr. Sultan Al-Jaber. Ist Präsident der Vereinten Nationen. Predsednik Združenih narodov. V kontekstu klimatskih zadev. Združenja klimatska. COP28. Hoofd van de COP28-bijeenkomst over klimaat. Repräsentiert auch im Bereich Klima die Vereinigten Arabischen Emirate. Hij representeert ook tematiki klima predstavlja tudi Arabske Emirate. Und ist Muslim. In musliman je. Und hat sich mit Papst Franziskus getroffen. On se je srečal s Frančiškom. Und unterstützt sehr stark die Ideen in Laudate Deum. In on zelo močno podpira ideje v Laudato Deum. Und wurde interviewt. Intervjuali so ga in je govoril o tem, dass ganz begeistert war von den Ideen von Papst Franziskus. Da je zelo navdušen nad idejami Frančiška. Wisst ihr, wir sehen, wie das Tier mehr und mehr Einfluss bekommt. Vidimo, kako ta zver dobiva vedno več vpliva, oblasti. In da je ta svet resnično v težavah. Ko vidimo, da že najvišji muslimanski voditelji, politiki, že samo na prošnje papeža že reagirajo. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass das Papsttum, die Schlange, ebenso vorgeht. In v Bibliji jasno piše, da kača papež tako to počne. Offenbarung 13, Vers 7 sagt uns, Razodetje 13:7 piše, dass alle Macht dem Tier gegeben wird. Da je dana vsa oblast zveri. Und dass über jeden Stamm, Sprache, Völker, Nationen regieren wird. In nad vsakim rodom in ljudstvom in jezikom in narodom. Oblast. Das ist kein zukünftiger Antichrist. To ne gre za prihodnjega antikrista. To se že dogaja preroško. Sedaj. Zato morajo protestanti in drugi odpreti svoje oči. Problem pa je, da je papež Frančišek ljudem zelo otežil vrstice iz Razodetja 13, da bi ljudje razumeli, da v bistvu to govori o papežu. Zato, ker ves svet vodi k temu, da bi rešili svet. Namesto, da bi oznanili evangelij in ljudi rešili iz greha. In to je v bistvu srčni del Laudatum Deum. Postavi totalitarni globalistični sistem. Babilon, to je to. Der gleiche Führer hier, isti voditelj, torej Dr. Sultan Al-Jaber, sagt, in einer getrennten Welt, da v ločenem svetu, razdeljenem svetu, die Thematik des Klimawandels oder der Klimaaktion vereinen. Se lahko združimo na skupni tematiki klimatskih sprememb. In to se ravno dogaja. Es ist keine Einheit auf Wahrheit. Ne gre za enotnost v resnici, ampak se zbiramo okoli tako rekočega problema, tako zvanega. In tako so se tudi pred tem COP28, torej pred tem dogodkom, so se nekateri globalni voditelji ponovno dobili, sestali, ponovno podpisovali dokumente in to se ne končuje. To se samo nadaljuje. To je bilo v začetku novembra v Abu Dhabiju. In planirajo naslednje srečanje, paralelno s COP28. Wo insgesamt 70 glaubensbasierte Organisationen zusammenkommen. Kjer bo 70 verskih organizacij se srečalo.
eine Botschaft zu senden von den Religionen an den Staat, an die Staaten zu handeln. Da bi predali sporočilo svojim državam in oblastem. Aber wer war nochmal im Fokus von all diesen Leuten? Ampak kdo je bil na koncu na fokusu na tej sliki, se spomnite? Hier ist er jetzt nicht drauf. Tukaj na tej sliki ga ni. Aber diese Leute waren die gleichen Leute, die auch nach Rom gereist sind. Ampak to so isti ljudje, ki so takrat potovali v Die Rim. gleichen Vertreter dieser verschiedenen Religionen. Isti predstavniki vseh teh religij. Die Botschaft, die sie haben sie aus Rom. Sporočilo, ki jo oznanjajo, je Und die isto soll kot iz Rima. politisch eingesetzt werden. In to naj bi politično Wisst ihr, der wahre udejstvili. Grund, ich möchte das nochmal sagen, Še enkrat bi rad povedal, da je pravi razlog für Naturveränderungen, die stattfinden, die wir sehen. za klimatske spremembe, podnebne spremembe, ki jih vidimo. Ja. Wenn sind sie menschengemacht? Ena, ali jih je človek povzročil, torej Wenn sind sie durch naredil, Menschen gemacht? človek to manipulira, Oder sie kommen sozusagen auf natürliche Weise, ali pa tako rekoč prihajajo aber es po sind naravni Zeichen poti, für die Endzeit, ampak so znamenje časa dass konca. Jesus signalisieren will, dass er wiederkommt. Da Jezus kaže in signalizira, da bo Und die ponovno prišel. Übertretung, In prestopki, es geht nicht um das CO2, torej ne gre za CO2 sploh, ja, dass wir das sehen, sondern es geht um Übertretung, es geht ampak um gre za Sünde, um greh, das Gesetz, za prestopke zapovedi. Za zapovedi se gre. worum wir diese Veränderungen sehen. Zakaj vidimo te spremembe? Sie sprechen davon, Govorijo o dass der Reichtum jedermanns Glauben soll in diese Vereinigung hineingebracht werden. da bi vsak, ki veruje, naj prišel v to združenje. Das ist Babylon. To je Babilon. Aber was hier passiert, ist, dass die Bühne gesetzt wird Tukaj pa se dogaja, da se postavlja für das oder Malzeichen des Tieres. za znamenje zveri. Wir kommen jetzt gleich dazu. In sedaj bomo kmalo prišli Denn wir k sehen, Rom profitiert hier. Die sind diejenigen, die vollkommen hiervon profitieren. Ker vidimo, da v bistvu od tega profitira Rim, samo Rim. Am 17. November, 17. novembra dort gingen Vertreter der katholischen Kirche ins Weiße Haus so šli predstavniki Rima v Belo hišo und haben die Ideen von Laudato Si und Laudate Deum besprochen. in so se pogovarjali o idejah Laudato Sia in Laudato Deuma. Und dort wurde gesagt, In tam je bilo rečeno, povedano, dass die Mitglieder des Weißen Hauses da so člani diese delavci Bele Botschaft der hiše, katholischen Vertreter sehr ernst nehmen. da jemljajo to sporočilo katoliško zelo resno. Wir sehen, wie der Vatikan und die Vereinigten Staaten eine Allianz formen, eine neue Allianz. Vidimo, kako Vatikan in Združene države Zwei formirajo Supermächte, die in alianco, Offenbarung 13 beschrieben werden. dve supersile, kot piše v razodetju 13. Und wir sehen, wie das protestantische Amerika Stück für Stück In vidimo, kako protestantska Amerika wirklich immer mehr korak za korakom Abbild wird der katholischen vedno bolj Kirche. postaja slika katoliške cerkve. Genau wie es in Offenbarung 13 Podoba. vorausgesagt ist. Tako kot piše v razodetju 13. Die In drei je prerokovano. Hauptlehren, die dem zugrunde liegen, In trije glavni nauki der katoliške katholischen cerkve Kirche, ist einmal das Gemeinwohl, je prvič skupno dobro, wo es letztendlich geht, eine globale neue Ordnung zu schaffen. ker gre v bistvu za nov svetovni red, Es geht novo, um ökologische Bekehrung. gre za ekološko spreobrnenje, Da komme ich jetzt gleich zu, ist mein letzter Punkt. tega bom se še dotaknil, to je moja zadnja točka, Und um eine weltweite universale Bruderschaft, in za vse svetsko univerzalno die du übrigens auch in der bratstvo, Freimaurerei findest. torej prosto zidarstvo. Ich möchte gerade noch sagen, Rad bi še seit einigen povedal, Tagen geht eine Nachricht rum, da kroži eno sporočilo, dass Katholiken verbieten ihren Gläubigen, da katoliki prepovedujejo svojim vernim, Freimaurer Vernikom. zu sein. da bi bili prosto zidari. Omdat katholieken een vrijmetselaar zijn. Die mogen dus geen vrijmetselaar zijn. Nun, wir dürfen verstehen, es gibt eine Lahko pa Lehre, die nach razumemo, innen ist und eine Lehre, die nach außen Dus geprägt da ist. obstaja notranji nauk in zunanji nauk en navzven. een leer die naar buiten gaat. Exoterisch, esoterisch. Aber das hier Exoterisch ist in eine esoterisch. dreifache Vereinigung Maar dit hier is Ampak een tukaj gre za drievoudige trikratno des ersten Tieres, združenje prve zveri, des abgefallenen Protestantismus, padli protestantizem, welcher auch der falsche Prophet ist, lažni prerok und des Spiritismus. in spiritizem. Papst Franziskus hat getweetet am 16. September. Papež Frančišek je 16. Und ich glaube jetzt tweetal nicht, dass er da wirklich mit dem Handy sitzt und tweetet. in ne verjamem, da on piše te tweete. Ja, sei jetzt mal dahingestellt.
Kdorkoli je že napisal to sporočilo, rekel je, da naj obžalujemo svoje ekološke grehe. Nun, die Bibel spricht nirgendwo von ökologischen Sünden und Bekehrungen dahingehend. Biblija nikjer ne govori o ekoloških grehih in spreobrnenju takem, ampak veliko bolj o teh rečeh, kar smo na začetku govorili v tej pridigi. Kar pa se tukaj zgodi, to, da so Božje zapovedi dane na stran in da ni resnice in da prihaja nova moralnost v noter. Da se moramo sedaj bojevati proti ekološkim grehom. Tu gre za zelo zavestno zavajanje, kar se dogaja. Spominjam se, da je bilo pred časom v jezuitskem časniku, da je Frančišek najbolj moralna oseba na svetu. Ampak morala se definira glede na 10 zapovedi. In ne tako, da damo 10 zapovedi stran. In da kar naenkrat govorimo o ekoloških grehih. To bo ljudi vodilo še bolj v mizero, ker ne bazira na Božjem zapovedih, ampak ne spelje še bolj stran od bibličkih resnic. Namesto, da bi pridigali, da se naj na Jezusa zanesejo, da bi se pripravili na njegov drugi prihod. Ljudje naj umrejo. To je cilj vsega tega, Satana. In pravih grehov se sploh ne omenja. Ste že kdaj slišali papeža, da bi govoril o zlorabi alkohola? Recimo prodaji alkohola? Zakaj pa? Se ga pijejo. Ste ga kdaj slišali govoriti o uporabi tobaka? Kave? Kako škodljiva je v bistvu kava? Ni čudež, saj so sami to pripeljali v Evropo. Tu smo sedaj mi poklicani, bratje in sestre. Naše sporočilo je troangelsko sporočilo. Naša naloga ni rešiti ta planet, ampak ljudi. Dobro je, da poskrbimo za svoje smeti, to je vse v redu. Še naprej počistimo pred svojim pragom smeti, ampak ne poskušajmo rešiti tega planeta, ampak ljudi pred njihovimi grehi. Kakor Pavel, fokusirati se na Kristusa, na križ. Upreti se moramo tej histeriji. In še zadnja misel. V tem članku piše te ekološke grehe in kam to vodi. Jezuiti so razložili, kaj to ekološko spreobrnjenje v bistvu pomeni. Rekli so, da problemi, s katerimi se današnji planet je konfrontiran, da so to. In tukaj gre za ekološko spreobrnjenje, spokorjenje, obžalovanje, da je potrebno ponovno oživeti čaščenje dneva počitka. In ko oni govorijo o šabatu, oni mislijo nedeljo in ne 7. dneva soboto, kar je danes sobota. In potem pravi, citirajo Frančiška in to bom prebral za konec. Vsako nedeljo je lahko sodelovanje pri Evharistiji v cerkvi kaže globjo skrb in pozornost za stvarstvo, da se jo posveti in časti.
stvarstvo. Der Sonntag soll ein Tag sein, Nedelja naj bo dan, der unsere Beziehung zu Gott, ki naš odnos z Bogom, zu uns selbst, z nami sami, zu anderen z drugimi und zur Welt heilt. in svetom ozdravi. Wer seine Bibel gelesen hat, Kdor je bral svoje der svetopismo, weiß, dass der 7. Tag Sabbat, potem ta ve, da je 7. dan der sobota Samstag in der Schöpfung gegeben wurde, in da je bila sobota dana v stvarjenju, pri stvarjenju. dass das Neue Testament den Sabbat immer noch Sabbat am 7. Tag nennt Da Nova zaveza še vedno imenuje sobota kot sobota, und dan dass wir den počitka. Sabbat nach Jesaja 66 immer noch im Himmel halten werden. In da bomo soboto še vedno držali tudi v nebesih, Izaija 66. Sonntag ist kein Tag, der uns auf die Schöpfung hinweist, Nedelja ni dan, ki nas usmerja na sondern der stvarjenje, Sabbat. ampak sobota. Es ist nicht der Tag der Ruhe, To ni dan počitka. sondern dann, wenn, wie Jesus sagt in Jesaja 58, Ampak potem, kot piše, kakor piše v Izaija 58, Vers 13 und 14, 13 in 14 piše, alles dort im Klimax zusammenkommt im Sabbat. da se bo vse skupaj sestalo na soboto, kot klimaks. Dann ist der Fokus wirklich auf die Gerechtigkeit Jesu gelegt. Potem je fokus resnično položen na Kristusovo Weil es auch ein pravičnost. Zeichen ist, mich nicht auf mich selbst zu verlassen, sondern auf Christus. Kot neko znamenje, da se ne zanašam več na sebe, ampak na Wir Kristusa. brauchen das, Geschwister. In to rabimo, bratje in sestre. Wo die Welt vorbereitet wird, gerade hier aufs Malzeichen des Tieres, Ker je svet sedaj pripravljen na znamenje zveri, ruft Gott uns auf, nas Bog poziva, aufs Kreuz zu schauen, da gledamo na križ, auf Christus allein sich zu verlassen, da se zanašamo samo na Kristusa, auf Vergebung, na odpuščanje aber auch auf Wiederherstellung, in hkrati tudi na obnovljenje, ein gerechtes Leben zu da bi leben, živeli pravično življenje, heilig zu leben, sveto Gott življenje, wohlgefällig zu leben, prijetno Bogu življenje, gerecht zu sein aus dem Glauben biti pravičen po veri, und pravičnost das po Siegel veri, Gottes zu empfangen. da bi lahko prejeli Božji pečat. Allen, die sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, Vsem, ki se bodo odločili iti po tej poti, die ganze Strecke, nicht die halbe, celotno pot, ne samo pol poti, werden Verfolgung erleiden. bodo doživeli preganjanje. Alles das, was damit zu tun hat, wird Verfolgung erleiden. Vse, kar ima zveze s tem, bo doživelo preganjanje. Wir haben von Barbara gehört, wie sie zum Beispiel verbannt wurde in Australien. Slišali smo od Barbare, kako je recimo bila preganjana oziroma je prepovedana v Seht ihr, Avstraliji. was passiert, wenn ihr Gesundheitsbotschaft richtig predigt? Was Vidite, kaj se zgodi, če prav pridigate zdravstveno sporočilo? weil der Teufel es hasst. Ker hudič to sovraži. Weil der Teufel weiß, dass es hilft, dass wir hier oben frei werden und das Evangelium richtig verstehen. Hudič ve, da če smo mi svobodni tukaj zgore v glavi, da potem bi pravilno evangelij razumeli. Aber Geschwister, Verfolgung ist nicht schön. Vem, da preganjanje ni lepo, bratje Aber in Jesus sestre, sagt, es ist ein Segen. ampak Jezus rekel, da je to blagoslov. Und in dieser Zeit müssen wir aufstehen. In v tem času moramo vstati Müssen wir aufstehen und die Menschen aus Babylon rufen. in poklicati ljudi iz Wir Babilona. müssen aufstehen, wie Jesaja 60 sagt. Vstati, tako kot piše Izaija 60, Scheinen in dieser Zeit. in svetiti v tem Dass času, Menschen da draußen aufmerksam werden, dass die da bi Heiligen ljudje kommen. od zunaj postali pozorni Und in da dass wir, prihaja damit enden ozdravljenje. wir, In s tem bomo končali. Galačanom 4, Vers 30, Galačanom 4:30. 30. Paulus stellt die Frage, Pavel postavi vprašanje, doch was spricht die Schrift? toda kaj pravi svetopismo? Stoßt die Magd hinaus mit ihrem Sohn Spodi deklo in je und sina. alle falschen Evangelien weg, Torej vse lažne evangelije stran, alle Werke, vsa dela. denn der Sohn eigene Werke, Sin, lastna dela, eigene Werke. Denn der Sohn der Magd kaj ti sin dekle soll nicht erben nikakor ne bo dedič mit dem Sohn der Freien, s sinom svobodne, Isaak, Izak, der sich auf Christi Gerechtigkeit verlassen ki hat. se je zanašal na Kristusovo pravičnost. So sind wir nun, liebe Brüder, Zaradi tega, bratje, Kinder der Magd, nismo otroci dekle, sondern der Freien. ampak svobodne. Geschwister, Bratje in glaubt sestre, dem ganzen Evangelium. verujte celotnemu Glaubt an Gottes evangeliju, Gnade verujte Božji milosti und was möglich ist in kar je für mogoče jeden Einzelnen von uns. za vsakega izmed nas. Möge Gott uns segnen. Naj nas Bog blagoslovi. Amen. Amen.